Eieiei, ja noch verspätet fast. So noch zum Wasserkocher sprinten. Alto Belly, ey. Wild. So. Ganz kurz. Dann geht's gleich rein hier in den Bums. Muss aber ganz kurz hier noch rein. Sehr gut. So, wie ist die Lage, Leute, auf dem Montag? Erstmal Servus, wa? Martin Werner, Benkel, FC Bayern Fan Forever, Andreas Heidrich, Hallo gehen, Rob Tapp, Lost in Thailand und Emil Hase. Servus erstmal. Die Mara ist bestimmt auch da. Und zwar genau jetzt ist die Mara auch da. Servus zusammen. Sag ich ja. Läuft also. So, noch den Bums hier einen Tacken leiser. Grüß dich! Alle mal, grüß dich! Magic Jan, servus. Colin, hallo. Andreas, servus. Steffen, servus. Magic Jan, erstmal danke, wa? Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank. So, erstmal alle Schätze nochmal aufmachen. Perfekto. Servus aus den USA. Ja, Grüße zurück in die USA. Gerade eben das Video gesehen, wo Ulle den Rolfes beleidigt hat. Habe ich gar nichts so mitgekriegt. Würde sich mal Hamburg besuchen oder hierher ziehen? Ja, wenn ich mal Tickets kriegen würde und nicht immer Absagen kriegen würde, dann wäre ich ja glatt mal Hamburg besuchen gekommen, wa? Hätte ich ja glatt mal getan. Aber nein, gibt ja immer nur auf einen coolen Stream. Ja, wir schauen mal, ne? Gibt ja auf jeden Fall nichts zu kritisieren, oder? Ich warte ja darauf, dass hier so die Schwarzmaler kommen, weißt du? Dass ich denen mal ein bisschen Wind aus den Segeln heute nehmen kann. Also ich habe auf jeden Fall nichts zum Schwarzmalen. Ammo, moin. Bill, servus. Karl-Heinz, servus. Genau, wie geht's euch denn? Mir geht's Bombe. Ich habe Urlaub diese Woche. Ja, von daher geht's mir Bombe. Sogar auf den Montag. Ne, ich habe bisher nur Absagen gekriegt. Für alle Spiele, die bisher waren, dieses Jahr habe ich Absagen gekriegt. Ich habe für alle Spiele bestellt. Komplette Annette. Für Champions League habe ich nur auf Schalke bestellt, weil unter der Woche mal eben nach München fahren ist nicht. Ne, wenn du 600 Kilometer entfernt bist. Von daher habe ich mir das geschenkt. Aber ansonsten für Mainz, DFB-Pokal habe ich auch bestellt. Also sonst habe ich komplett durchbestellt. Aber ja, die Chance ist mittlerweile leider so groß, wenn du nicht in irgendeinem Fanclub bist. Ne? No. Das war vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch viel, viel entspannter. Aber so ist das heutzutage leider. Kompanie raus, genau unentschieden, oder? Ist ja wohl eine Frechheit. Und dann noch mit dem schlechten Fußball, den man gespielt hat gegen Leverkusen, oder? Das war ja schon Tuchel-Fußball. Robin, das ist schön, das freut mich. Wichtige Erkenntnis von Samstag, die Gegner haben wieder Schiss vor uns. Das ist in den letzten Jahren leider etwas verloren gegangen. Ja. Also wenn man Alonso glauben darf, ja, ich mach das mal mit darf, war das ja angeblich so geplant, dass Leverkusen so spielt, wie sie gespielt haben. Glaube ich nicht ganz. Ich glaube nicht, dass Leverkusen geplant hat, so wir haben maximal 3 Torschüsse. Wovon einer nach einer Ecke war und einer noch aus dem Abseits raus. Ja. Ne? Aber es war auf jeden Fall ein Statement, denke ich, oder? Gegen so eine technisch starke und auch offensiv starke Mannschaft eigentlich, die so gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, wie wir es geschafft haben, denke ich, war schon ein Statement. Ja. Auch wenn es dann nur zum Unentschieden gereicht hat.
Oli! Mensch, ist das mal wieder schön, einen FC Bayern zu sehen, der sein Spiel spielt und sich nicht wie unter Tuchel auf den Gegner einzustellen. Ja. Ja. Haben wir ja nur gepredigt 2 Jahre lang, oder? Gut 1,5. Wenn wir ehrlich sind, Nagelsmann hat das ja auch nicht gemacht. Nagelsmann hat ja auch so seinen Stiefel durchdrücken wollen. Nur Nagelsmann konnte die Mannschaft halt nicht mitnehmen, wa? Den Mannschaftsrat nicht. Das ist bei Kompanie halt anders. Beziehungsweise der eine oder andere Spieler hat wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu sagen wie noch vor 2 Jahren, denke ich. Höpfe Bayern, Höpf. Größter Pechvogel der bisherigen Saison, abgesehen von den Verletzten, für mich Palhinha. Ja, was heißt Pechvogel? Ich denke einfach, können wir ja mal kurz drauf eingehen, ich denke einfach, dass Palhinha, oder sagen wir es anders, ich glaube, der FC Bayern hat nicht damit gerechnet, dass Kimmich nochmal erwacht. Ja? Dass Kimmich nochmal die Rolle spielen kann, die er spielt. Weil das hat man aufgrund der letzten 1,5 Jahre hätte man da ja auch nicht von ausgehen können. Ja? Und deswegen wird man Palhinha geholt haben. Weil dass man auf den Pavlovic setzt, war ja eigentlich klar. Nach der letzten Saison. Dass er natürlich trotzdem aber auch so durchzieht, der Pavlo, ist natürlich auch nicht normal. Ne? Das muss man auch nochmal rausstreichen. Aber ja, ich denke, ja, dass es an Kimmich alleine liegt. Deswegen weiß ich nicht. Das wäre die einzig logische Erklärung. Oder man war schon verpflichtet, einen Palhinha dieses Jahr zu kaufen. Das wäre die andere Erklärung. Aber ansonsten hätte man sich den Transfer natürlich schenken können. Weil 51 Millionen für einen Spieler, den er auf die Bank setzt, weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Und es wird nicht anders werden. Also, wie soll es anders werden? Es gibt auch kein Argument mehr. So am Anfang hatte man ja immer noch so das Argument, ja, bring mal den Palhinha dann rein, damit wir defensiv sicherer stehen. Wir haben gegen Leverkusen gespielt, Alter. So. Die haben was? Wie viele Torschüsse? Wie viele Aktionen? So, welches Argument gibt es gerade zu sagen, wir müssen unbedingt einen Palhinha aufstellen? Das Argument gibt es halt nicht. Ja. Von daher werden wir das wahrscheinlich auch nicht sehen. Es sei denn, die Rotation schlägt mal rein und er darf dann mal jetzt in der Champions League vielleicht spielen oder so. Aber ansonsten wird es schwer werden. So, aber aufgrund welcher Leistung willst du auch einen Pavlovic oder einen Kimmich rausnehmen? Gibt's halt nicht. Ja, beide sind bärenstark im Moment. Und dann ist natürlich schwer. Ich weiß nicht, vielleicht kommt seine Zeit noch, wir werden es sehen. Dürfen wir nicht vergessen, wir sind noch am Anfang der Saison, wa? Mal gucken, ob Kimmich das Level hält, ob Pavlovic das Level halten kann. Ist noch ein junger Spieler. Wir werden es sehen. Schwer zu sagen aktuell. Ist aber auf jeden Fall schade für ihn, ne? Ja. Zeit für ein größeres Stadion? Ja gut, das ist ja schon... Das war ja von Anfang an schon klar, dass das Stadion zu klein ist, wo sie es gebaut haben. Das Problem war, es war, glaube ich, kein größeres erlaubt worden von der Stadt. Eben auch aufgrund, weil 1860 mit drin war und 1860 sowieso immer nur ein Bruchteil des Stadions hätte voll bekommen können und deswegen war einfach kein größeres Stadion damals erlaubt worden. Der FC Bayern hätte gerne ein größeres Stadion gebaut. Ja, da muss die Alemannia mal wieder im Pokal zuschlagen. Dann ist die Chance vielleicht mal da, dass man mal gegen Aachen spielt. Ja, aber nicht auswärts in der Bayern-Kurve halt, ne? Eher an Karten. Jonas Diaz. Servus. Ja gut, wir brauchen jetzt nicht mehr über den Tuchel reden, wa? Alles gut, wir haben letztes Jahr genug über den Tuchel geredet. Das Schöne ist, wir können das Thema ja nochmal ich mache das mit 3 Sätzen rund, das Tuchel-Thema. Ja? Wie viele verkackte Bayern-Fans, braucht nur mal die Kommentare lesen unter den Videos von letzten Jahr, haben sich da hingestellt und gesagt, nee, das liegt nicht am Tuchel, das liegt alles an die Spieler. Das liegt nicht an Tuchel, das liegt alles an die Spieler. Ja. Michael ist der einzige neue Spieler in dieser Mannschaft. Alle anderen sind dieselben Spieler wie letztes Jahr. 1:1. Dieselben Spieler. Damit können wir das Thema beenden, oder? Grüße gehen raus.
An alle Vollpfosten, die das geschrieben haben. Ich muss mich manchmal auch einfach mal dann in meiner... Wenn ich mal recht habe, muss ich mich da drin auch mal suhlen dürfen, oder? Danke. Ach, herrlich. Finde es schade, dass es für Auswärtsspiele keinen Zweitmarkt gibt, aber für Heimspiele kriegt man oft welche. Hab da auch 2 für Leverkusen bekommen, weit auseinander, aber geht natürlich nicht anders. Gut, wenn man da irgendwo aus der Nähe kommt, ist das natürlich auch alles ein bisschen einfacher, ne? Aber ich brauche halt Vorlaufzeit. Also ich muss ein Hotel buchen, ich fahre 600 Kilometer, das kannst du halt nicht mal sagen. Ich gucke jetzt mal auf den Zweitmarkt, jo, ich kriege 2 Karten und dazu euch noch ein Elektroauto, was eine Reichweite von 200 Kilometern hat. Weißt du? Da muss ich mir ein Auto leihen und so weiter. Ist halt alles nicht, dass man mal einfach so spontan nach München ballern kann. Leider. Mit der Tuchel haben wir kein Pressing gespielt, ne? Dun, 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 dun. Ja, eine Spielidee haben wir auch, ja. Nee, keiner hat zugehört. Es wurden Petitionen gestartet, ne? Wild. Lass uns aufhören, ey. Lass uns... Ich weiß, man verfällt immer noch gerne so in den Rückblick, um Tuchel nochmal einen reinzudrücken, war. Aber, ja. Und ich meine, wir reden davon, also ist ja von Spiel 1 an und dann Kompanie so. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, oh geil, der ist jetzt ein halbes Jahr da und man sieht jetzt so ein bisschen was. Ja? Also nochmal, wir haben gegen Leverkusen gespielt und die musst du halt erstmal 90 Minuten lang so dominieren, wie du es getan hast. So, was war die längste Phase, wo Leverkusen mal einen Ball hatte? Eine Minute? In der zweiten Halbzeit? Dass die mal eine Ballstaffette hatten? Ansonsten hast du das nicht gesehen. Und nochmal, das ist Leverkusen, Alter. Die waren ungeschlagen letztes Jahr. Ich meine, wir haben sie jetzt nicht geschlagen, aber die Art und Weise, ja, das war schon anders krank, ne? Kommt man in so kurzer Zeit aufgebaut hat, ist erstaunlich. Ich kann mich dazu an einige deiner Takes erinnern dazu, aber anscheinend wird es jetzt doch besser. Was meinst du denn damit, an meine Takes erinnern? Ja, na klar, wurden wir als Besseren belehrt mit Kimmich. Wie gesagt, ich hätte Kimmich auch verkauft vor der Saison. Definitiv. Ja. So, ich hätte wahrscheinlich auch nicht die 5 Spiele an Upper festgehalten, an Upper und Minjay festgehalten, aber wie man gesehen hat, haben sich die letzten beiden Spiele auch gefangen. Ja. Aber deswegen sind wir nur irgendwelche Idioten auf YouTube, habe ich ja schon in der Analyse gesagt, und Trainer ist ein Trainer, wa? Pavlovic, der neue Groß. Pff. Bitte. Macht den Pavlo doch jetzt nicht schlechter, wie er ist. Recht. Stell dir mal vor, Tuchel hätte verlängert oder wäre geblieben. Dann einige wären dann auf jeden Fall depressiv geworden, glaube ich. Obwohl ich das auch immer noch nicht ganz gerafft habe mit dem Angebot, lag er vor. Irgendwie der Eber wollte das nicht oder was? Ich habe auch keine Ahnung, das ist auch noch so eine... Aber wie gesagt, soll keine Rolle mehr spielen, wa? Wenn Palhinha spielt, dann nur, weil Kimmich, Pavlo sich verletzen, gesperrt sind oder eine Pause brauchen. Eigentlich schade, aber wohin mit ihm sonst? Ja. Ja, ist so. Mir wird halt mal rotiert, mit Sicherheit, ja. Aber solange die beiden das so gut machen, wie sie es gerade machen, du hast halt einfach keinen Grund, ne? Ja, du kannst mal rotieren, logisch, wenn wir alle 3 Tage spielen, gar keine Frage. Aber ansonsten gibt es einfach keinen Grund, leider. Oder leider für ihn, gut für uns. Machen möchte man sehen, wie man will, ja. Aber ich denke, Kimmich hat mit dem Spiel gegen Leverkusen gezeigt, dass wenn er es wirklich will und man ihn vielleicht auch ein bisschen einbremst, dass es geht. Ne? Das ist so das Thema, was wir mitnehmen können halt. Ist natürlich auch wieder schwierig für den Kimmich, weil natürlich wird er dann jetzt wieder an dieser Leistung gemessen werden. Ne? Naja, ob der jetzt warmherziger mit den Spielern umgeht, weiß ich nicht. Ist halt vom Typ ganz, ganz anders.
Ja, aber das war ja vorher klar. Also das war ja vorher klar, dass er ganz, ganz anders ist. Wirkt für mich so, als hätte man Transfer Abstand mit den Trainer gedreht. Ja, das weiß ich halt auch nicht. Ja? Habe ich ja auch gesagt. Vielleicht hat man letzte Saison schon, wo der Transfer geplatzt ist, hatte man schon was Schriftliches, so, ja, dann nächstes Jahr für die und die Ablösesumme. Ja, und man war jetzt verpflichtet, ihn zu verpflichten. Ich weiß es nicht. Können wir irgendwie Verschwörungstheorien äußern, wir werden sie nie erfahren, wa? Aber ich denke mal, Fakt ist, wenn man so wahnsinnig überzeugt gewesen wäre und 51 Millionen zahlt, sieht man ja an Michael, dann lässt man den Spieler halt eigentlich auch spielen. Ne? Und setzt ihn nicht von Tag 1 an auf die Bank, was ja passiert ist. Also. Kimmich RV im DFB, was wäre für eine Alternative als RV? Das ist mir scheißegal, was beim DFB passiert, Alter. Chico, Nament. Der Licht war schuld. Naja, wie gesagt, man kann da viel jetzt rein. Ne? Du kannst die Aussagen von Minje da mit reinnehmen. Ich meine, das war schon Tuchels Wunschschüler und selbst der findet es ja anscheinend besser, dass Kompanie ihm klipp und klar sagt, was er zu tun hat, anstatt wie es vorher war. Aber nochmal, was sollen wir jetzt über den Tuchel reden? Tuchel ist weg und das ist sehr wahrscheinlich, wenn wir es bisher sehen, gut so, oder? Kommunistischer Fußball ist so intensiv, dass wir im Laufe der Saison definitiv rotieren müssen. Von daher werden wir einen Palhinha brauchen und der wird noch sehr wichtig werden. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nur weil wir jetzt als Team 3 Kilometer mehr laufen, weiß ich nicht. Ja, natürlich ist es fordernder als unser auf dem Platz rumgestehe, wenn du ständig in Bewegung bist, gar keine Frage. Aber vielleicht ist es einfach auch besser, wa? Vielleicht hast du dann auch nicht so eine Verletzungsanfälligkeit, wenn du die ganze Zeit in Bewegung bist. Und nicht wie letztes Jahr, wo Spieler 70 Minuten stehen und dann mal einen Sprint anziehen und gleich verletzt raus sind. Ja? Sammy, servus. Bester Abwehrspieler aller Zeiten. Wo? Der Kaiser auferstanden, oder was? Ja, gut, aber das lag ja nicht nur an Michael, das lag ja an allen Auswechslungen. Unser Einwechselspieler war eine Katastrophe. Also wenn wir was zu meckern haben, dann über die Einstellung von Leroy, Müller und King. Obwohl King seine Einstellung noch okay war, aber der hat im Moment einfach Scheiße am Fuß. Vielleicht nach München umziehen. Ja, wenn das so einfach wäre, wäre das mit Sicherheit eine Möglichkeit. Sollte ich den Euro-Jackpot gewinnen eines Tages, ja, bin ich dabei. Dann steht der Umzug. Tuche was trojanische Pferd, ja, das haben wir ja mittlerweile geklärt. Bazi Mazi, servus. Ja, Tuchel ist halt mehr der Analytiker, das ist ja auch okay. Also Tuchel ist ja auch kein schlechter Trainer. Das habe ich aber letzte Saison auch schon gesagt. Der hat halt einfach nicht gepasst zu dieser Mannschaft. Also ich denke mal, das haben wir jetzt gesehen. Ich habe es ja gerade gesagt. Also du brauchst ja nur gucken, dass nur ein Spieler anders ist in der Startaufstellung. Und vergleicht die Art und Weise des Fußballs. Also da gibt es dann leider auch keine, was heißt leider, aber da gibt es dann auch keinerlei Argumente mehr für irgendwelche Leute. Ja. Jetzt ist man schockverliebt, genau, ja. Das darf man jetzt auch sein aktuell. Ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen nach Barca, bin ich so, dann können wir mal einen Schlussstrich ziehen. Weil da haben wir natürlich noch auch jetzt in Frankfurt wird mit Sicherheit nicht einfach werden, bei Aston Villa mit Sicherheit auch nicht. Danach ist Stuttgart, Barca. Ich denke, danach können wir dann mal gucken und dann können wir mal sagen, jo, so sieht's aus. Aber alles, was wir bisher gesehen haben, ist schon echt stark. Ne? Ist schon stark. Wann war das letzte Mal im Stadion? Ja, wie die Mara schon schreibt, beim Harry Kane Comeback. Oder was heißt Comeback? Beim Harry Kane Auflauf. Das war das einzige Gute an diesem Spiel. Aber
Ich war da und das war schon anders pervers. Das war so, als wäre der Messias eingetroffen. Leider hat es nicht gezündet, aber es war schon geil. Und die Stadiontour haben wir auch gemacht, wo Harry Kane gerade in die Allianz Arena kam. Dann wurden wir noch umgeleitet und bla und Sülz. Das war auch noch ganz cool, ja. Ja gut, ich will einen Knabi auch jetzt verkaufen. Sag ich dir, wie es ist. Also wenn jetzt einer kommen würde, würde sagen, komm, ich zahle euch 35 Mille für einen Sergi, ja. Also nicht, wie gesagt, Sergi spielt eine super Saison bisher, ja. Gar keine Frage, aber. Nee. Sag ich euch, wie es ist, den einzigen, wo ich das wirklich, habe ich aber auch letzte Saison schon gesagt, den einzigen, wo du wirklich überlegen kannst, ist Josh. Ja? Weil Josh konntest du nie vorwerfen, dass er nicht will oder dass er es nicht versucht hat. Er hat sich immer reingeschmissen. Ja? Er konnte vieles nicht, war zu verkrampft und so weiter, können wir drüber reden. Aber alle anderen, sollte da ein Angebot kommen, ob das Sané ist, ob das Gnabry ist oder ob das Goretzka ist, weg. Punkt. Die Meinung ändere ich auch nicht. Nur weil Serge jetzt gute Spiele macht. Also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht auf diesem Niveau, was ein Serge gerade zeigt, nicht irgendeinen anderen findest, wenn dir jetzt ein Verein kommt und der gibt dir 30, 40 Mille für ihn. Also, bitte euch. Ist jetzt nicht so, dass es überragend ist. Für seine Verhältnisse in den letzten Jahren spielt er sehr gut, definitiv, gar keine Frage. Ich bin weit davon weg zu sagen, jo, der ist jetzt unersetzlich oder was. Also ich denke Ja, immer, dass Tell so wenig Spielzeit bekommt, weil er halt verletzt war. Der hatte Rückenprobleme. weil er einfach schlecht war bisher. Ja, das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Er hat seine Chancen halt nicht genutzt, die er gekriegt hat. Fairerweise, alle, die jetzt kamen, die letzten beiden Spieler haben ihre Chancen auch nicht genutzt, so dass wahrscheinlich ein Tell wieder dran ist im nächsten Spiel. Als Einwechselspieler, könnte ich mir vorstellen. Zum Thema Kimmich. Ja, aber das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja, wie du schreibst. Dass man ihnen das Vertrauen gibt und ihn in die Mitte packt und sagt, Josh, du bist es. Ja. Entweder das oder verkaufen. So, das waren die Möglichkeiten, die du hattest. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Was passiert, wenn du ihn kleinredest, ihn degradierst und so weiter. Und trotzdem hat er sich ja nie hängen lassen oder sowas unterm Tuchel. Ja? Aber du hast schon gemerkt, dass da mit Sicherheit nicht die letzten 10-20% gegeben wurden, wo Tuchel Trainer war. Ne? Interessant wird es, wenn wir auf Mannschaften treffen, die unser Pressing überspielen. Ja, aber du musst ja jetzt mal sehen, dass Leverkusen so eine Mannschaft ist, oder? Also ich denke, Leverkusen ist eine Mannschaft, die prinzipiell in der Lage ist, unser Pressing zu überspielen. So, die haben es halt einfach nicht geschafft. Ja. Also scheint es ja nicht so einfach zu sein, das bei uns mal eben zu überspielen. Natürlich wird es Mannschaften geben, die das wahrscheinlich ein bisschen besser machen oder wir vielleicht auch mal nicht den besten Tag haben und so weiter. Natürlich. Ja. Deswegen sage ich ja, lass uns mal bis nach Barca. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar gute Mannschaften durch, die alle auch ein bisschen anders spielen. Und dann können wir mal sagen, wie es aussieht, denke ich. Ne? Das ist, ihr müsst das auch mal so sehen. Jederzeit, oder sagen wir mal anders, wenn wir irgendwann, wir kommen ja wieder in die Phase, ja, auch diese Saison wird nicht alles super gut, aber wir werden auch mal wieder eine schlechte Phase haben. Oder vielleicht in einem Jahr haben wir mal wieder eine schlechte Phase. Und immer wenn ihr dann meint, oh, wir müssen jetzt richtig reingehen, müssen jetzt richtig meckern, ey, dann guckt euch einfach, wie du es gerade schreibst, guckt euch einfach eine alte PK von Tuchel an. Dann weißt ihr gleich, ach, so schlimm ist gar nicht. Obwohl ich die schon ein bisschen vermisse, muss ich auch sagen. Ne? So bei Vinny super sympathisch, sehr souverän. Beim Tuchel war halt immer irgendwas, ne? Da war immer was geboten.
Ja, Gucci Gnabry hat uns alle überrascht, glaube ich. Glaubst du, dass Tar 25 kommt? Keine Ahnung. Kann ich gar nicht. Wie willst du das beurteilen gerade? Die labern alle so und so und so, was weiß ich. Ja, da bin ich bei dir, Amu, ne? Da bin ich voll bei dir mit dem Charakter. Da bin ich voll bei dir. Habe ich ja auch gesagt. Es wird interessant auch dann, wenn mal 2, 3 schlechtere Spiele kommen oder die Ergebnisse mal nicht stimmen und so weiter, dann sehen wir das erst. Ne? Oder auch wenn wir da mal so eine Halbsäge sehen, da gucken wir mal, ob so ein Gucci Gnabry wieder in seinen Trott verfällt und so weiter. Ne? Jetzt ist noch alles neu, alles geil, jeder will sich zeigen, jeder gibt 110%, ist doch logisch. Ne? Lass mal alles so am Rollen sein und dann kommen wieder diese Spiele, wo du nicht so Bock hast vielleicht. Aber da werden wir sehen, ob Kompanie das Feuer da aufrechterhalten kann dann, ne? Das werden wir sehen. Man merkt, welchen Schaden Tuchel hinterlassen hat, weil wir immer noch über ihn reden. Ja gut, das hat er sich aber auch verdient, oder? Meinung zu Kim und Opa? Ja, wenn du mein Video gesehen hast, dann brauchst du ja nicht fragen, oder? Also ich glaube, ich habe Kim mit 1 bewertet und Opa mit 2. Wieso spielt Dyer nur die dritte Geige in der EV Beckham Bayern Insider? Ja, weil Opa und Minja es gerade gut machen, denke ich. Sané und Koman raus, Gnabry in der Form kann gerne bleiben. Ja, wenn er auf 5 Millionen Gehalt verzichten würde, würde ich da mitgehen. Ansonsten sehe ich das nicht. Also ich glaube nicht, dass ein Michael auf der anderen Seite 17, 18 Millionen verdienen wird. Würde ich jetzt mal frech behaupten. Von daher. Zum Zwischenfazit zu Kompanie. Ich liebe ihn als Coach, weil er dich direkt mitzieht und du merkst, er hat Ahnung von dem, was er tut bis jetzt. Gerne mehr davon. Ja. Und weil er an der Seitenlinie aussieht wie ein Türsteher, oder? Gegen Leverkusen hast du schon gedacht, da ist ja der Türsteher ist an der Seitenlinie. Ja? Wie mit Tell gerade umgegangen wird, ist schade. Nee, sehe ich gar nicht so. Wir saßen ja letzte Saison alle und haben gesagt, es geht nicht nach Leistung, weil Tell super gespielt hat und nicht spielen durfte. Jetzt spielt er schlecht und darf nicht spielen und es geht nach Leistung. So, würde ein Tell gerade so stark spielen wie ein Serge, würde ein Tell spielen und nicht Serge. Na, bin ich mir 100% sicher. So, und er hat zum Anfang der Saison 3 Chancen gekriegt und die Leistung war nicht einmal, wo du sagen könntest, boah, geil, war eine gute Leistung. Nee. Eine war Durchschnitt und 2 war so, ja. So, welche Ansprüche würdest du dann stellen bei den 4 Außenspielern, die du hast? Ja? Da musst du dann die Chancen einfach nutzen. Das hat er nicht getan und von daher finde ich den Umgang gerade absolut nicht schade. Völlig zu Recht. So, daran muss er lernen, daran muss er wachsen, muss jetzt wieder bessere Leistungen zeigen und dann wird er auch wieder spielen. Ja? Er ist ein junger Spieler, ist doch klar, dass der immer Schwankungen hat. Aber du können jetzt nicht anfangen und sagen, oh ja, nur was der Mathis Tell ist, weil er jung ist, weil er ein Gesicht der Zukunft werden soll, darf er jetzt trotzdem spielen, obwohl er schlecht spielt. Also das wäre ja genauso unlogisch, wie es letzte Saison mit den ganzen alten Säcken war. Also nee. Das ist gut, wie es ist gerade. Fand den Kommentar von Kimmich über Gucci Gnabry heftig. Er hätte ihn seit Jahren nicht mehr so in Topform gesehen. Leck mich am Arsch. Im Arsch? Ist ja ekelig. Hatten wir 2,5 Jahre Gucci vom türkischen Bazar und jetzt wieder vom Pariser Originalladen. So eine Frechheit. Das noch öffentlich noch zu betonen und stolz drauf zu sein. Tja. Ich denke, der eine oder andere Spieler wird fitter sein dieses Jahr. Kuman war auch nicht besser. Ja, da stimme ich dir sogar zu. Ja. Aber deswegen hat es ein Tell ja auch nicht verdient. Das wird schon alles werden. Mach dir mal keine Sorgen.
Ich gehe fest davon aus, dass Tell seine Minuten bekommen wird noch diese Saison. Lass mal ein paar Linien ankommen, hatte glaube ich jetzt auch einiges mit seiner Familie zu klären, dann brauchen wir schon noch, da würde ich mal der Saison ein Fazit ziehen. Ja, na klar, ziehen wir nach der Saison ein Fazit, aber Fakt ist halt, selbst wenn er, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, ja, aber selbst wenn er gerade Top-Form hätte, wo würdest du ihn denn spielen lassen wollen? Willst du einen Kimmich rausnehmen oder willst du einen Pavlo rausnehmen? So, also, geht nicht, wa? Ansolian, Grüße. Ja, ich ziehe auch kein Fazit, ne? Ich musste nur, ich hab halt keinen Streamtitel gehabt. Bin da immer so kreativ wie ein Stück Holz. War das eben, ne? Ja, Coolio. Ja, Gucci Gnabry, wie gesagt. Gucci Gnabry hatte seine letzte gute Saison, wo es darum ging, seinen Vertrag zu verlängern. Danach hatte er keinen Bock mehr. Jetzt ist neuer Trainer. Es hieß, ja, wir verkaufen den Gucci Gnabry. Ja, dann denkt sich der Gucci, nee, da kann ich nicht mehr mit dem Kimmich, Bro, in einer Kabine hocken. Und dann bringt er wieder Leistung. So ein Ding. Kimmich spielt gerade extrem gut. Ja. Ja, aber nur weil er jemand Kapitän irgendeiner Nationalmannschaft ist, was hat das für den Vereinsfußball zu sagen? Gar nichts, oder? Witwer, moin. King Josh, genau. Der Schicke, habe ich doch ich lese erstmal vor. Für mich respektlos gegenüber den Fans, gegenüber uns Fans. Er hätte jede Saison so ernsthaft in die Saison gehen sollen. Sorry, aber das nervt mich dann schon. Das trifft bei mir in Nerv. Ja, habe ich ja letzte Saison schon gesagt. Habe ich doch schon gesagt zu den 4 Pappheimern. Oder zu den 3 Pappheimern. Wenn da jetzt einer dabei ist, der wieder richtig reingeht, ist das halt ein Armutszeugnis für die letzten 2 Jahre. Ne? Wo man das halt nicht getan hat. Also ich verstehe den Move schon. Deswegen habe ich auch gesagt, für mich, ja, wäre es trotzdem Verkaufskandidat. Dann sei halt froh, dass er gerade wieder den Marktwert hochpusht und du ein bisschen Geld kriegst. Für mich sind das inoffiziell halt immer so kleine Seitenhiebe gegen den Tuchel im Nachhinein. Was, dass man jetzt Leistung bringt, oder was? Ja, dass halt so Sprüche kommen wie, ja, die letzten 2 Jahre habe ich ihn nicht so fit gesehen und hast du nicht gesehen. Sowas halt. Ja, gut, dass ein Kimmich das sagt, nachdem er der Tuchel ihm vor der Saison da quasi weggeredet hat, ist klar, oder? Nein, auch Min-Jae haut jetzt Sachen raus bezüglich des Systems und der Art und Weise, wie mit ihm ja, kommuniziert wurde. Aber das wissen wir ja alle. Ist ja nichts Neues. Leverkusen hat aber ganz klar auf Defensive stehen gesetzt und hatte keine Eier. Und ja, ist schwer gegen uns, aber sagte ja nur, dass eine Mannschaft schafft, wir sind interessant. Naja, aber trotzdem war ja ein Wirtz auf dem Platz, waren XYZ auf dem Platz. Ist ja nicht so, dass Leverkusen gesagt hat, ja komm, wir kommen ohne Stürmer, wir kommen ohne offensives Mittelfeld. Das ist ja auch nicht der Fall. Ja? Also nochmal, ich glaube nicht, dass das der Plan war, zu sagen, so, wir haben nur 30% Ballbesitz und stellen uns nur hinten rein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, dem wird schon klar gewesen sein, jo, wir sind ein bisschen defensiver, ein bisschen weniger Ballbesitz, keine Frage. Aber dass das so extrem sein wird, glaube ich nicht, dass das eingeplant war, aus Leverkusener Sicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir werden sehen, was Graugänse Hansi zeigt mit Barca. Bin gespannt. Ja, also wenn man Müller verlängert, weiß ich es auch nicht mehr. Also Müller wird ja keine andere Rolle mehr dieses Jahr spielen, wie er sie aktuell spielt.
Was ja auch völlig okay und fein ist. Ja. Aber dann ist das jetzt schon das zweite Jahr, wo er irgendwie der Einwechselspieler ist. Da muss man jetzt irgendwann auch sagen, komm, ist gut, Thomas. Alter. Oder komm, Thomas, du kriegst die 5 Mille und verzichte mal auf 15. Dann können wir das gerne noch 2 Jahre durchziehen. Aber ansonsten ist das eine Farce, Alter. Sorry. Musiala ist in allen Medien Thema. Was meinst du dazu? Soll man ihn um jeden Preis halten? Ja, um jeden Preis mit Sicherheit nicht. Aber ich habe es ja schon im letzten Stream gesagt. Oder im Video, ich weiß gar nicht mehr. Also es geht ja darum, bei uns zu sagen, wir müssen mal wegkommen von 7 Spielern, die über 15 Millionen verdienen. Und müssen mal dazu hinkommen, dass unsere 2, 3 Gesichter, unsere Top-Stars, die können ja gerne ihre 17, 18 Millionen verdienen und der Rest verdient Durchschnitt. Ja. So, wenn man jetzt meint, ein Jamal Musiala ist dieses Gesicht für die nächsten 10 Jahre beim FC Bayern. Wir setzen 100% auf ihn und er ist unser Fummelkorb, Offensivmessias, wie auch immer. Ja, dann habe ich kein Problem damit, ihm das Geld zu bezahlen. Weil es ist ja nicht so, dass wir das Geld nicht einnehmen. Ja, guck dir mal an, was wir alleine durch diese Champions League an Kohle einnehmen. Also, es geht ja darum, dass wir von diesen Durchschnittsspielern, à la Gnabry, Sané, Goretzka, das sind doch die uns auf den Sack gehen. Ja? Und von Spielern, die schon seit 2 Jahren über den Zenit sind, à la Müller. So, um diese Spieler geht es doch. Ja, es ist doch völlig fein. Genauso wie ein Harry Kane, der, was weiß ich, 22, 23 Millionen verdient. Ja, der macht auch 40, 45, 50 Hütten im Jahr, Alter. Alles gut. Gehe ich 100% mit. Ist immer noch total krank. Und ja, wir müssen nicht darüber reden, dass zu viel Geld im Fußball ist. Aber wenn die Spieler Leistung bringen, können sie wegen mir das Geld ja bekommen. Ja, das ist doch der Unterschied. So, wenn Musiala jetzt ein durchschnittlicher Typ wäre wie ein Davis und Davis sich dahin stellt und sagt, er möchte 17 Millionen haben, auf welcher Grundlage von welcher Leistung auf diesem Planeten, Alter? Ja, das ist lächerlich. Der kann froh sein, wenn er bei irgendeinem Club seine 10, 11 Millionen verdient. Die lachen den doch aus. Selbst Real Madrid wird den auslachen, wenn er jetzt sagt, ja, ich komme aber nur, wenn ich 17 Millionen kriege. Die lachen den aus, Alter. Hä? Das ist doch der Unterschied. So. Ich habe da kein Problem mit, wenn man bei Musiala sagt, komm hier, du kriegst deine 18 Mille, alles ist gut und der ist die nächsten 10 Jahre bei uns. Alles fein. Ja? Geht doch nur um diese ganzen Durchschnittsjungs. Dass Musiala das Potenzial hat, über Jahre hinweg der Spieler zu sein, der uns da vorne formen wird, ich denke, das steht außer Frage, oder? Und dann wäre es ja dumm zu sagen, oh nee. Aber auch nur meine Meinung. Das kann ja jeder anders sehen. Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum zu sagen, bei uns verdient kein Spieler mal mehr wie 12 Millionen oder sowas. Ne? Es geht einfach dahin, dass die Spieler, die Leistung bringen, halt mehr verdienen, wie die Spieler, die nicht so die Leistung bringen. Und das müssen diese Spieler dann auch akzeptieren und einsehen. Ja? Aber das war ja in der Vergangenheit nicht so. Da kam ja jeder an, ja, hallo, ich bin der Serge, ihr habt den Kingsley, habt ihr jetzt 17 Millionen? Ja, die nehme ich jetzt auch, ne? Ja, alles klar, da kommt der Nächste. Ja, hier, ich bin jetzt auch dran. Ich bin der Fonsi, ich bin neu hier, hallo. Ich möchte jetzt auch gerne die 17 Millionen haben, sonst gehe ich nach Real. Ja, dann geh nach Real, tschüss. Und dann geht's zur Not ablösefrei, ja, verpiss dich, bist halt ein Arschloch, Alter. Und gut ist. Steht auf, wenn ihr Bayern seid. Real Madrid ist der Benchmark. Aha, für was? Wie man teure Spieler ablösefrei verpflichten kann, dann ist Real Madrid der Benchmark. Leverkusen hat mich enttäuscht als Topspiel. Hat mich auch enttäuscht. Was heißt enttäuscht? Ich sehe das eher so, dass es auch aufgrund unserer Stärke so war. Ne? Aber ja, auf die ganzen 90 Minuten gesehen, ja. Aber nochmal, ich glaube, es liegt halt auch an unserer Stärke einfach. Von daher. Fandet ihr Tar am Samstag? Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Kann ich nichts zu sagen. Kann ja jemand anders was zu sagen vielleicht. Kompanie macht das, was Tuchel nie konnte. Er ignoriert Didi und Loda und auch die blöd.
Oder in einem Wort Medienkompetenz. Ja, das wissen wir ja nicht. Er sagt ja dazu nichts. Das ist vielleicht so das Schlaue. So, Tuchel hat ja nur gesagt, ja, ich lese keine Schlagzeilen, ich krieg gar nichts mit. Ja, komm mal, wir müssen nicht wieder das Tuchel-Fass aufmachen. Die Frage ist dann, wie viele Teams können das überspielen? Jo, das werden wir sehen im Laufe der Saison, ne? Tuchel hat sich unsterblich bei uns gemacht. Mit der einen oder anderen PK auf jeden Fall, Alter. Unsere linke Seite fällt gegenüber unserer rechten Seite schon etwas ab. Ja, nicht nur etwas, ne? Gegen Barcelona wird es einfach in der derzeitigen Form. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Naja, sind wir ehrlich, wenn Michael so weiter performt, 1-2 Jahre, dann wirst du auch nicht drum herum kommen, ihm wahrscheinlich eine Aufstockung zu geben. Aber wie gesagt, wenn man solche Leistungen sieht, dann ist das ja auch fein. Ne? So diese Leistung haben wir zum Beispiel beim Koman nie gesehen und schon gar nicht beim Serge. Wir haben noch nie beim Serge mal auch nur eine Saison auf diesem Level gesehen, geschweige davon mal 2 Saisons. Ja? Dass das dann gerechtfertigt hätte, das Gehalt so in die Höhe zu pushen. Das ist ja das Problem. Bei Tell bin ich ganz deiner Meinung, du weißt, dass ich ein Riesenfan von Tell bin und er hat diese Saison noch kein gutes Spiel gemacht. Ja, bin ich ja genauso, Andreas. Ja? Also jeder, der mich hier länger verfolgt, weiß das ja. Für mich ein grandioser Fußballer, ein Typ her. Also ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige, die sich so mit dem Verein identifizieren, wie er das tut. Also. Und ich habe da auch keinerlei Zweifel, dass wir den noch sehen werden. Wir haben jetzt ein Spiel verloren und das, weil alle guten Spieler entweder verletzt oder geschont wurde. Geschont? Ja, wir werden sehen, wenn wir gegeneinander spielen. Nee, ach, ich mache mir da gar keine Sorgen beim Tell. So gar nicht, weil er hat einfach die richtige Einstellung, ne? Hat er ja auch selber gesagt, dass er nicht gut gespielt hat. Daran siehst du ja schon, dass er die richtige Einstellung hat und nicht so die Einstellung so, ja, warum spiele ich nicht? Ich bin doch ein geiler Typ, bla, Sülz. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das ist ein junger Spieler. Ne? Und natürlich hat der Druck, ja? Er hat Druck. Guckt euch an, wer da ist vom Namen her. Da sind 4 Spieler vor ihm. So, und dann bekommt er seine Chancen und dann ist er vielleicht ein bisschen zu verkrampft und so weiter. Ich hab's ja gesagt, er sollte vielleicht einfach mal seinen Aberglauben ablegen, seine alte Scheißmanschette da endlich mal beiseite legen und mal sagen, jo, ich glaube an mich selber und ist gut. Weißt du? Ja, Saragossa blüht auf, habe ich auch gelesen. Toki Bayern. Wünsche ich dir natürlich auch, ne? Tell hatte halt Pech unter Tuchel, weil er Leistung brachte und nicht spielen durfte. Ja, ganz genau. Ganz genau so ist es. Und er wird seinen Flow wiederfinden. Da bin ich mir sicher. Und wenn wir jetzt mal sehen, ja, wir haben es jetzt hier auch schon mehrfach gelesen, ja, Coman ist auch nicht besser. Ja, war er nicht, aber war ein Tell jetzt besser wie ein Coman? Nee. Also, worüber reden wir? Ja, dann reden wir wahrscheinlich darüber, wie die Trainingsleistung ist und dann, ja, ne? Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, wow, er hat gar keine Chance, weil Sané, Coman und Gnabry über ihr spielen. Ja? Wir können Michael außen vor lassen, das ist richtig. Aber alle anderen. Wenn Tell seinen Flow findet, hat er mit Sicherheit Chancen, auch die linke Seite dazu zu beackern. Warum hat man eigentlich Palhinha gekauft, wenn er nicht mehr ins System passt? Wer sagt denn, dass er nicht ins System passt? Was ist das denn mehr für ein Schwachsinn? Warum passt ein Palhinha denn nicht ins System? Hau mal raus. Klär mich auf. Kaschmir Hooligan. Das sehe ich nicht. Sorry. Warum soll er nicht ins System passen? Nur weil er gerade nicht spielt, oder was? Er spielt ja gerade nicht, weil Kimmich und Pavlo Bären stark spielen. So. Was hat doch nichts damit zu tun, dass er nicht ins System passt? Weiß ich nicht. Ist das Neues zu Kane wegen seiner Verletzung? Nee, ich habe nichts gehört. Ich denke mal, dass er nicht spielen wird am Mittwoch. Spätestens bei der Club-WM bekommt Tell und so weiter mehr Chancen. Ja, mal abwarten. Ne?
Bup, 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 bup. Ich will Kimmich auf rechts und Palhinha auf die 6 stellen. Ja, ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, wie man Palhinha ins Team bringen könnte, ja. Aber warum sollte man das tun, wenn Kimmich gerade so spielt, wie er spielt? Er spielt doch schon ein Drittel im Spiel, den Rechtsverteidiger. Palhinhas Problem ist einfach gerade, dass beide halt einfach gut performen. So. Ist halt so. Dazu ist er, wie wir es hier schon stehen hatten, dazu ist er neu in der Mannschaft, hat wahrscheinlich privat auch ein bisschen mal dumme Ohren. Ja. Wir werden es doch sehen. Wir sind am Anfang der Saison, Leute. Wir müssen uns doch nicht verrückt machen. Ich meine, wenn er in den nächsten 5, 6 Wochen keine Spiele macht, ja, dann können wir vom Fehleinkauf reden oder uns fragen, warum man den Spieler verpflichtet hat. Aber aktuell müssen wir da jetzt noch nicht irgendwie anfangen zu zucken, oder? Bam, 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 bam. Wir hatten auch Martinez und Schweini, Martinez und Thiago. Ja. Es wird Vincent Kompany die Aufgabe, Palhinha die Zeit zu geben. Ja. Ich denke auch, wenn man 3 gute zentrale Mittelfeldspieler hat, sollte man das nutzen. Welche Zeit? Der ist 29. Ja, die Spielzeit natürlich, GB. Was ist denn los? Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Ja. Dass Gnabry viel verletzt war. Bitte dich. Die Leistung, die er gezeigt hat, war eine Katastrophe halt. Und das nicht über eine halbe Saison oder sowas, sondern über 2 Saisons. Also, da müssen wir dann auch nicht mehr reden. Muss bedenken, dass er viel verletzt war. Kompany zeigt enorme Stärke, wie er keine Angst vor Namen hat und zum Beispiel Goretzka außen vor lässt, wenn er nicht in sein System passt. Ja. Ist ja aber auch richtig so, ne? Wie gesagt, ich sehe Leon leider auch nicht in diesem System. Ist halt leider so. Schön für ihn? Nee, mit Sicherheit nicht. Aber so ist es halt. Gerard, servus. Ist halt die Frage, ob man als Spieler nachtreten muss. Auf was bezogen? Wieder was verpasst oder was? Das war darauf bezogen, dass ich sagte, dass das halt so eine kleine Stichelei ist Ach von so. manchen Spielern gegen Tuchel. Ja. Also, ich sag dir ganz ehrlich, für mich darf ein Kimmich und Goretzka dürfen aber mal richtig reintreten in Tuchel. Also, was hat Tuchel mit Kimmich und Goretzka vor der Saison gemacht? Also, wenn da jemand reintreten darf, dann die beiden. Ja. Ich denke, dafür ist das nur ein ganz kleiner Pieks, den der Kimmich da vielleicht mal abgesendet hat. Also. Kai, magst du ein bisschen was zur Champions League sagen und nächsten Gegner Frankfurt? Wie siehst du das gerade gegen Angstgegner SGE? Auch ganz schwer zu sagen, ne? Mara sagte, ist kein Problem für uns. Ich habe von Frankfurt noch nichts gesehen. Ich sehe nur die nackten Ergebnisse. Und wenn man 12 Punkte hat nach 5 Spielen, ist das jetzt nicht so schlecht, oder? Ja, wir tun uns immer schwer die letzten Jahre auswärts in Frankfurt. Waren ja nur ganz legendäre Ergebnisse bei die letzten Jahre, wa? Bin gespannt auf das Spiel. Aber wirklich was sagen zu Frankfurt kann ich nicht. Wird mit Sicherheit ein schwieriges Spiel, ja. Aber natürlich ein ganz anderes Ding wie gegen Leverkusen, denke ich. Zur Champions League? Ja, keine Ahnung. Aston Villa kann ich jetzt auch gar nicht einschätzen. Ich denke mal, die sind heiß. War das erste Mal seit 17 Jahren oder sowas wieder, ne? Da wird mit Sicherheit stimmungsmäßig der Bär abgehen.
Aber wenn wir unser aktuelles Leistungsvermögen angucken, ja, also, dann sollten wir in der Lage sein, auch da was mitzunehmen, wa? Denke ich. Muss man da jetzt unbedingt einen Sieg erwarten? Vielleicht nicht. Ja. Wir werden sehen. Das Schöne ist doch, dass wir wieder hier sitzen und uns auf die Spiele freuen. Also zumindest ich. Ja, letzte Saison hast du gedacht, ach du Scheiße, wir spielen ja schon 3 Tage schon wieder. Noch so einen Graupenkick reinziehen. So, und jetzt freut man sich wieder. Man ist gespannt, welche Aufstellung sieht man, wie agieren wir. Spielen wir weiter das hohe Pressing. Das ist doch schön, oder? Müller verdient 20 Meter für Bank, sie ist das krank. Das ist richtig. Einen eigenen Fanclub gründen. Ja, ach, das Thema hatten wir schon mal. Habe ich leider keine Zeit für, sonst würde ich das vielleicht sogar tun, ja. Kompanie im Gegenteil von Tuchel redet jeden Spieler stark in der Kabine und auch nach außen. Er hat es kapiert, dass Spieler offiziell abschießen nicht funktioniert und das zahlen sie ihm zurück. Ja, ob er die in der Kabine stark redet, wissen wir ja nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Aber er redet halt einfach keinen Spieler nach außen schlecht oder besonders stark. Ja. Ich glaube, beides ist wichtig. Dass du nicht irgendeinen Spieler da auf irgendeine Stufe hebst und auch nicht irgendeinen Spieler da jetzt da maßlos schlecht redest. Wieder lustig mit Sané, der läuft der Vertrag am Ende der Saison aus, zack, wieder einer für lau weg. Ja, dann ist das so. Drauf geschissen, Alter. Wir müssen da jetzt mal langsam von wegkommen. Klar ist das alles suboptimal, ja, gehe ich 100% mit. Aber drauf geschissen, Alter. Der verdient 20 Mille. Für welche Leistungen bitte? Tschüss, Alter. Hoffentlich kriegt es ein Verein, der ihn verpflichtet. Vielleicht in der Winterpause, dann kriegst du noch 10 Mille. Und ansonsten für 0 weg. Ja, ist scheiße, definitiv. Was ist die Alternative? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass der sagen wird, oh ja, geil, der FC Bayern will mir jetzt nur noch 12 Millionen Fixgehalt zahlen und den Rest könnte ich mir durch Prämien erspielen. Wird doch nicht passieren, Alter. Hä? Und der wird doch auch gar nicht spielen diese Saison, wenn das so weitergeht. Wo soll er denn spielen? Nach den Einstellungen, die ich jetzt von ihm gesehen habe, Alter. Gut, der kommt aus einer Verletzung, der braucht noch Zeit, also immer mal ruhig. Aber Junge, das ist kein Spieler, der 20 Millionen wert ist, genau wie ein Gnabry kein Spieler ist, der 17 Millionen wert ist im Jahr. So. Und wenn die nicht für weniger verlängern wollen, ja, dann geht er ablösefrei, dann ist das so. Ja, ist das scheiße? Ja. Leute, wir kommen ins Halbfinale Champions League, dann haben wir schon 100 Millionen plus eingenommen. Also zack, 20 Millionen von der Gehaltsliste gestrichen. Alles ist gut. Feierabend. Ganz ehrlich. Punkt. Ja, das war schon erbärmlich. Also die Zeitspiel, Alter, das war schon wirklich erbärmlich. Ja, Davis, wie gesagt, der Miller verlängert er zu vernünftigen Konditionen, was auch schon doof wäre, das jetzt noch zu tun, meiner Meinung nach. Der Zug ist eigentlich abgefahren. Eigentlich hier. Auch da. Tschüss. Weg. Dass Danny und Ito fit werden, Alter. Ich garantiere euch, du werden Davis nicht mehr sehen. Garantiere ich euch. Aus welchem Grund? Ja, weil er schnell ist. Ich glaube, wir haben das Problem, dass man in Deutschland eine hohe Steuerlast hat. Das heißt, wir müssen mehr als andere internationale Vereine zahlen, um aufs gleiche Nettogehalt zu kommen. Ja. Das rechtfertigt dann, dass ein Gnabry 17 Millionen brutto bekommt. Oder ein Sané 20 Millionen brutto. Nee. Sorry, gehe ich nicht mit. Auch wenn die 20 Millionen brutto dann in Italien 2 Millionen netto mehr wären. Keine Ahnung, ist mir egal, interessiert mich auch nicht. Diese Spieler bekommen zu viel Geld. Punkt. Feierabend. Und wir sind nun mal ein deutscher Verein. Wir gilt also das deutsche Steuerrecht, nicht das italienische, englische oder sonst was, wo ich noch nicht mal weiß, ob dem wirklich da so ist. Ja.
Ja gut, das war klar, oder? Ich habe das auch gleich gefühlt, wo die Ecke kam für Leverkusen, dann noch aus so ein Fehler, da war klar, komm, wir dominieren das Spiel, die kommen einmal nach vorne und zack, wird's klingeln. Das war, ja, das ist Fußball einfach. Ja? Und das ist aber auch dann die Qualität, die Leverkusen hat. Das ist halt einfach eine Top-Mannschaft. Ja? Muss man einfach sagen. So. Aber das war auch gar nicht so schlecht, wie ich finde. Weil wichtig war doch, was wir dann getan haben wieder. Ja? Weil eigentlich war das doch perfekt für Leverkusen. Eigentlich hätten sie sich doch schön, so wie sie es vorhatten, schön hinten reinmauern, schön dann die Konter fahren und hätten uns 2, 3 einschenken können. Ja, habt ihr einen Konter gesehen? Ich habe keinen gesehen. So. Und deswegen war das für mich einfach so ein starkes Spiel. Ja, was ich. Leute, ich diskutiere nicht mit euch über Real Madrid, Alter. Seid ihr hier verkehrt? Gibt's irgendeinen, der Real Madrid-Fan ist? Das Einzige, was du zu Real Madrid sagen kannst, ja, du kannst den Hut vor ihr ziehen, welche Spieler die alle ablösefrei verpflichten. Ja. Machen sie sich damit beliebt? Wahrscheinlich nicht, aber so ist halt das Fußballgeschäft heutzutage. Wir haben auch schon den einen oder anderen Spieler ablösefrei verpflichtet. Also so ist das Geschäft. Aber Real Madrid verpflichtet halt die Spieler aus dieser Kategorie ablösefrei. Das ist dann halt schon wild. Ne? Da wird da dann auch ein gewisses Handgeld fließen, aber das ist natürlich eine Ecke weniger, als wenn sie für einen Mbappé eine Ablöse gezahlt hätten. Mehr kann ich zu Real Madrid nicht sagen, der Rest ist mir scheißegal, was bei denen ist und wie viel Steuerschummeleien und was weiß ich, die da alles haben, ist mir wurscht. Tell ist ein Big Game Player, das Gegenteil von Kane. Er wird niemals der Spieler sein, der 40, 50 Tore pro Saison schießt, aber in großen Spielen wird er ausschlaggebend sein, ähnlich wie Drogba. Aha. Woher weißt du das denn jetzt schon? Und wer sagt denn, dass Kane kein Big Game Player ist? Ist das jetzt so ein Lewandowski-Ding auch, oder was? Der das ja angeblich auch nie war? Oder weil jetzt Kane kein Tor gegen Leverkusen gemacht hat, oder was? Schon wild. Naja, aber das ist so das Problem. Also ich bin Müller-Fan, aber am Samstag hätte Kompany den Tell bringen müssen, als Kane rausging. So, das ist so das Problem, was wir haben. Da ist ein Thomas Müller, Rekordspieler dieser Mannschaft, absolute Vereinslegende, Blasels, verdient 20 Millionen im Jahr. Heimspiel gegen Leverkusen, dann nimmst du den Stürmer raus und dann sagst du zum Thomas, ja Thomas, pass mal auf. Das macht nichts, du bleibst auf der Bank. Wie viele Baustellen willst du dir aufmachen damit? Ja? Und nochmal, Tell hat nicht die Leistung gebracht, um das zu rechtfertigen. Ja, Thomas Müller, die Einwechslung davor war auch Rotze. Gehe ich 100% mit. Aber das ist dann halt Thomas Müller immer noch, ne? Ist halt schwer dann. Deswegen sage ich ja, es wird einfach Zeit, dass der Mann weg ist. Sorry. Es reicht halt nicht mehr für die erste 11 und nochmal. Ein Spieler, der 20 Millionen verdient, dass er alle 2 Spiele mal 10 Minuten aufläuft, ist halt einfach, also, über was reden wir? Junge. Die Bild-Zeitung schiebt das Palina nicht ins Systempass. Ja gut, das erklärt einiges, Alter. Zockst du eigentlich auch noch? Na klar, zocke ich noch. Moin aus Bremen, Michael. Moin. Mein Hottag, Palina wurde von Hoeneß verpflichtet. Einfach um Tuchel nochmal den finalen Mittelfinger zu zeigen. Eieiei. Ja, ich weiß auch nicht, was mit King. King war immer der konstanteste von allen Wingern, fand ich. Auch immer der sich reingehauen hat und so. Ich weiß auch nicht, was mit dem King gerade los ist.
Keine Ahnung, vielleicht... Nee, ich weiß es einfach nicht. Ja, er hat immer eine richtig gute Phase gehabt, wo er dann auch mehr Selbstvertrauen hatte und auch die Tore gemacht hat, aber trotzdem noch viel vorbereitet hat und aktuell siehst du davon gar nichts, Alter. Das ist ein Schatten seiner selbst einfach, ne? Warum? Ich weiß es nicht. Aber wer weiß, vielleicht kriegt Kompany da auch noch die Kurve, wie er sie bei Upa und Minjay gekriegt hat. Ja? Wer weiß. Vielleicht sitzen wir hier in 4 Wochen und sagen, Alter, der King ist back. Wir werden es sehen. Kompany möchte Pavlovic und Kimmich nicht auseinanderreißen, weil die beiden gut miteinander spielen. Ja, warum sollte er das auch tun? Na, eFootball Mastro, ich würde da, bei mir rennst du damit offene Türen ein, aber das wird natürlich nicht passieren. Mit dem Davis. Ja, klar kann man 4-3 spielen mit Kimmich, Pavlo und Palhinha. Klar, du kannst auch ein 3-4-3, du kannst ein 3-5-2, du kannst ganz viel spielen, ja. Wartet doch mal ab. Wir müssen doch erstmal abwarten, wenn Stani und Ito wieder da sind. Dann haben wir doch auch, was die hintere Reihe angeht, ganz andere Möglichkeiten. Vielleicht sehen wir dann einfach auch mal mit einer Dreierkette mit einem Palhinha davor und 2 Achter mit Kimmich und Pavlo. Wer weiß, oder? Alles möglich. Wenn Palhinha in den nächsten Wochen nicht viel spielt und wir alles gewinnen, weil Kimmich und Pavlovic gut performen, wo ist das Problem? Das ist Leistungssport. Ja. Ganz einfach gesagt, Shepard, gehe ich mit. So ist das halt. Da muss man sich halt höchstens Gedanken machen, ja, war es nötig, ihn zu verpflichten? War das vielleicht ein Fehler, ja. So, das ist das Einzige. Aber ansonsten, alles ist gut, ne? Das Gute bei Davis ist, dass man mit ihm zumindest keinen Verlust macht, wenn er am Ende der Saison ablösefrei geht, aber dafür sollte man jetzt Arzt nur einbinden, anstatt Davis Spielzeit zu geben. Ja, ich sehe das genauso. Aber anscheinend hofft man ja noch, dass er doch noch beim FC Bayern bleibt. Anders kann man sich das ja nicht erklären, dass man ihn da jetzt wieder versucht aufzubauen. Also bei mir wird das auch nicht geben, sage ich euch, wie es ist. Habe ich aber auch schon zu 100 Mal gesagt, oder? Wenn da ein Spieler ist, der sagt, ich möchte hier nicht verlängern und er ist in seinem letzten Jahr, dann würde ich dem Spieler sagen, alles gut, dann wechselst du jetzt den Verein oder wir setzen dich auf die Tribüne und Feierabend. Punkt. Weil dann hättest du ein Zeichen gesetzt für alle Spieler, die in den nächsten Jahren kommen, ja, à la Musiala und so weiter, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen und pokern möchten. Na? Hättest du wäre schade gewesen für den Typen Alphonso Davies, ja, aber er hat sich dann selber ausgesucht. Hättest du jetzt mal ein Exempel statuieren können und sagen können, hier, jeder Spieler, der ins letzte Vertragsjahr geht und nicht verlängern möchte, der spielt halt nicht mehr. Punkt. So, und dann überlegen sich die Leute das nämlich zweimal, ob sie das in Kauf nehmen und sagen, ich setze mich jetzt mal ein Jahr auf die Tribüne. Ich glaube eher weniger. Patrick Herkommer ist dem Club 13 beigetreten. Ach, erstmal Punk, danke für dein Primey vorhin, ne? Hab ich gar nicht gesagt, oder? Vielen lieben Dank. Im 4. Monat. Und ist ja schön, dass ich das andere jetzt hier nicht sehe von YouTube. Ist ja wild. Hier aber, Patrick. Vielen lieben Dank für deine Club 13 Mitgliedschaft. Danke. Bei FC Bayern wird es nie eine Trainingsgruppe 2 geben. Nee, ist genauso wie Lothar Matthäus nie Greenkeeper werden wird. Die Saison hat gerade erst angefangen. Spieler wie Tell, Palhinha, Dyer werden mehr als genug Spielzeit kriegen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, sehe ich genauso, Gerard. Ich denke auch, wenn Stani und Ito fit wären, wären Davis außen vor gewesen. Glaube ich auch. 2 Bayern-Spiele ohne Arbeit dazwischen, ne? Sachen gibt's. Endlich wieder leidenschaftlicher Fußball. Ja. Magic Jan. Haben wir aber lange genug drauf gewartet, oder? Ja, ganz einfach, was der andere von sich gibt, ist mir scheißegal, Alter. Das mich nicht.
Ich glaube nicht, dass man es riskieren wird, einen Heavy zu bringen, oder? Also wenn dann nur, wenn er 100% fit ist. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein Unterschied, oder? Zur letzten Saison. Wenn man das so hört, wie ein Company tickt. Ja, ich meine, bei Tuchel hast du gesehen, dass die Spieler... wir brauchen keine Beispiele bringen, weil ich brauche eigentlich nur den Namen Leroy sagen. Also. Das werden wir diese Saison nicht erleben. Wenn Harry Kane ausfällt, fällt ein Harry Kane aus, ja, dann spielt er ein Müller oder ein Tell und Feierabend. Punkt. Ein Kicker hat raus als einziges Sportblatt. Ja, keine Ahnung. Also ich denke, wenn man eins sieht, ist es ja, dass ein Kompagnienspieler zumindest nach außen hin stark redet, egal über wen wir reden. Selbst ein Leon Goretzka. Ja. Davis und Sané können gerne gehen, dann machen wir über 30 Millionen Gehalt frei. Jo, eben. Ja, drauf geschissen, Alter. Bitte ist wer Favorit Aston Villa 3:2 sein Tipp. Ja, gut. Gut, dass ich... Ja. Zwölf zu 9 Tore nach 6 Spielen, aktuell mit 13 Punkten. Ja, können wir uns doch auf ein schönes Spiel hoffentlich freuen. Ito und Steini, ja, die werden uns so viel Variation geben, einfach, ne? Na, freue ich mich schon drauf. Ja, Katastrophe. Das Zeitspiel, Alter, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum es da nicht von Anfang an eine Ansage gegeben hat und dann direkt eine gelbe Karte. Also das war ja schon... Ich weiß nicht, ob die vielleicht vorher noch italienische Liga geguckt haben oder was. Wie siehst du Guerreros Leistung auf der RV-Position? Ich hatte mit ein paar Leuten geredet, die stören sich daran, dass er Linksfuß ist. Siehst du ihn auf links oder rechts stärker oder ist es Wumpe? Also ich muss sagen, Guerrero hat mich bisher auf der rechten Seite mehr überzeugt wie auf der linken Seite. Ein Grund dafür, dass das Zusammenspiel mit Kimmich super klappt. Ja? Also da gibt es gar kein Problem. Also die Position ist immer besetzt, entweder von Kimmich oder von ihm. Und wenn er auf links gespielt hat, war er immer super unauffällig gefühlt. Ja, da hast du ihn viel weniger wahrgenommen, als wenn er über die rechte Seite kam. Was natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen mit Michael zu tun hat, der halt vorne einfach rasiert und wir generell stärker über die rechte Seite sind. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass es super Nachteile hatte, dass er ein Linksfuß ist. Ja, ist natürlich nicht ideal, aber... Also wie gesagt, das Zusammenspiel mit Kimmich war halt einfach, oder ist halt einfach Bombe. Ja. Deswegen kann Kimmich halt so spielen, wie er spielt. Weil halt die anderen Spieler auch mit ihm das perfekt übergeben, ne? Für mich war 80. Minute, 40 Sekunden Xhaka gegen Musiala Elfmeter. Ist mir egal, Alter. Was hast du für ein Gefühl für in Villa? Gefühlstechnisch. Ich habe es ja schon gesagt. Also ich denke nicht, dass wir das Spiel verlieren werden. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wir das Ding gewinnen werden. Aber vielleicht wird es auch ein Unentschieden, mein Gott. Das ist ein Tipp gegen Barca? Ja, da warten wir mal, wenn die Woche da ist gegen Barca, wa? Wo soll ich denn jetzt schon wissen, wer überhaupt spielen kann gegen Barca? Wenn da 3, 4 Granaten ausfallen, dann ist das ein anderer Tipp, als wenn die spielen können, ne? Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Der Zweier ist eh, ne, ich weiß gar nicht, dass der noch Schiedsrichter ist eine Frechheit, Alter. Das hat noch niemals was mit uns zu tun. Das war schon letzte Saison auch so. Jedes Mal, wenn ich den sehe, den Typen, ey. Ja, der Zweier war halt einfach Katastrophe. Wirklich. Auch seine Zweikampfbewertung auf beiden Seiten war nicht mal auch nur annähernd auf einem Level. Also. Ja, war doch ein gutes Statement, oder? Dass die Fußballwelt zugeschaut hat bei dem Spiel. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe das natürlich nur gelesen mit dem Brian, ja. Also, können wir doch einen Serge verkaufen und Brian kommt der nächste Saison zurück, oder? Ist doch alles klar. Aber warum wird denn politisch eingewechselt? Auf den Müller bezogen? Ja, aber war der Müller jetzt irgendwie super viel schlechter wie ein Tell war? Also Tell war für mich bisher der schwächste Spieler, wenn wir über die vorderen Spieler reden, die bisher eingewechselt wurden. Punkt. Ja. So. Hat ein Tell auch nur eine Torbeteiligung bei seinen Einwechslungen? Nein. Hat ein Müller das? Ja. Hat ein Coman das? Ja. Punkt. Feierabend. Wo ist das Leistungsprinzip? Nur weil Tell jung ist und wir ihn alle mögen oder was? Nein, er hat es einfach nicht gepackt in den Chancen, die er bekommen hat. Punkt, Leute. So. Da hast du deine Leistung und nicht das Politische. Ganz einfach. Ihr seid doch immer alle so statistikgeil. Dann guck mal rein in die Statistiken. Was sagen die denn? Die sagen, dass Tell bisher der Schwächste war. Hä? Selbst Leroy hat ein Tor gemacht, oder? Beweisführung abgeschlossen. Mit den eigenen Waffen geschlagen, würde ich sagen. Die meisten Mittelstürmer haben in den großen Spielen eher weniger Impact, ist einfach der Taktik geschuldet. Da gibt es wenige, die gegenteilig sind und mein Bauchgefühl sagt mir, dass Tell so einer ist. Ja, wir werden sehen. Wir werden ja hoffentlich erleben in den kommenden 2 Jahren vielleicht. Vielleicht auch 3, wenn wir Glück haben, dass ein Tell einen Harry Kane beerben wird, oder? Das wäre schon geil. Bin gespannt. Was zockst du denn? Ich zock aktuell Herr der Ringe online. Nach dem Spiel hat man gesehen, dass man einen Florian Wirtz nicht braucht. Der war ja 0 zu sehen. Ja. Deswegen haben wir auch nur 1-1 gespielt, oder? Du hast aber schon gesehen, dass Leverkusen gar nicht im Spiel war, gar nicht ins Spiel gekommen ist, weil wir einfach so maßlos stark waren. Wie soll denn dann da ein Florian Wirtz, was soll er denn machen? Wilder Take. Coman ist vielleicht sauer, weil wir ihn verkaufen wollten. Ne, er wollte doch selber weg. Als wäre Kings in einer Mannschaft einer zu viel. Nee, einer ist King und einer ist der König. You know? Ja, vielleicht hat der King ja so eine Klausel drin, wissen wir ja nicht. Finde Rafa sollte statt von sie spielen. Ja, aber wieso die letzten beiden Spiele gibt es doch nichts zu meckern an Opa und Minjay? Also so gar nichts, oder? Oder habt ihr irgendwas von Boniface gesehen? Oder habt ihr irgendwas von Leverkusens offensiven Auswechslungen gesehen? Also ich habe nichts gesehen von den ganzen Spielern. Also da gibt es doch gerade gar nichts zu meckern. So ein Tipp für das Spiel am Mittwoch? 1-3.
Patrick, vielen lieben Dank. Was sagst du unserer e.V.? Ja, gibt's ja gerade nichts zu meckern, oder? Ich habe gesagt, die letzten 2 Spiele waren noch top. Glaubst du, dass Jonathan im Sommer die Seener Straße kommt? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Weiß es aber nicht. Kann auch kommen. I don't know. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben noch Ito und Stunny da und wir gucken mal, wie die Saison sich entwickelt. Brauchst du dann einen Tar? Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Sollte Minjay und Opa in den Topspielen wieder abkacken und wieder irgendwelche Bolzen reißen? Ja. Klar, kannst du halt über einen Tar nachdenken. Wenn du ihn ablösefrei kriegst. Why not? Ja, aber war gut, nur dass sie es auch mal dauerhaft geschissen bekommen, so zu spielen. Bisher war es doch eigentlich immer so, wenn der Druck besonders hoch war, dass sie dann wackelig waren. So, das waren sie gegen Leverkusen nicht. Und nochmal, das war Leverkusen, Leute. Ja, vorher haben es die Leute alle schlecht geredet, weil es nur Bremen war, die nicht einen Torschuss hatten. Ja, guckt euch mal an, was Leverkusen hatte. Und auch mal, was Opa und Minjay gespielt haben. Ja, ihr wisst selber, ich habe oft genug draufgehauen. Auch zu Recht auf beiden. Aber wenn beide dann stark spielen, dann muss man das auch mal anerkennen und muss das auch mal sagen. Und nicht dann anfangen wieder zu sagen, ja, aber gucken wir mal, wie lange die das so gut machen. Ja, die können ja dann wieder kritisieren, wenn sie es nicht gut machen. Aber warum sollen wir denn jetzt versuchen, deren Leistung schlecht zu reden? So, die waren in den letzten beiden Spielen super. Punkt. Einfach Punkt. Ja, aber es gab ja auch keinen Grund, ihn einzuwechseln. Wo hast du denn jetzt einen Grund gesehen, Eric Dyer einzuwechseln? Gab's doch nicht. Warum sollte man denn eine funktionierende Innenverteidigung auseinanderreißen, nur um Eric Dyer einzuwechseln? Erst recht, wenn man den beiden Innenverteidigern, die man da gerade auf dem Feld hat, halt wirklich das Vertrauen geben möchte. So, dann wäre das doch kontraproduktiv. Das ist ja dasselbe mit dem Palhinha. Warum soll man Palhinha einwechseln, wenn Kimmich und Pavlovic so performen, wie sie performen? Gibt da keinen Grund. Nochmal, wir saßen hier letztes Jahr und haben drüber geredet, so, wir wollen endlich, dass die Spieler spielen, die am besten spielen, und jetzt spielen die Spieler gut und trotzdem regt man sich dann darüber auf, ja, warum hat man denn den nicht eingewechselt? Ja, warum? Warum? Warum hätte man ihn, Minjay, Opa, Kimmich, Pavlovic, warum hätte man einen von den 4 auswechseln sollen? Es gibt einfach keinen Grund. Die waren alle 4 bärenstark. Feierabend. Und da muss man die auch nicht auswechseln. Ja, Zweier, ich weiß auch nicht. Zweier ist eine Pfeife, ja. Ja, sehe ich genauso. Das ist eine Frechheit, dass er noch pfeifen darf nach seinen ganzen involvierten Wettskandalen und ach. Um es mit Oles Worten zu sagen, Zweier ist ein Wichser? Nee, ist ein Mixer mit W. Um es in Marc van Bommels Worten zu sagen. Haben wir denn gerade hier? Kann ich nicht, ja. Karte, wofür? Ich habe das Wort, ich habe ihn beschimpft. Ich habe ihm eine Mixer mit W genannt. Wisst ihr Bescheid? Machst du oder Live-Reaction auf die PK? Nee, warum soll ich denn heute? Ist die PK heute schon? Ist ja morgen erst, oder? Nein, die ist morgen. Ja. Also, nee. Mache ich das heute nicht. Ja, aber gut, eine Schwalbe ist was anderes wie Zeitspiel, oder? Außerdem geht das doch alles nicht mehr. Das sind doch Tatsachenentscheidungen. Das kann doch noch nicht mal, der Videokeller kann ja noch nicht mal bei einer gelben Karte eingreifen, selbst wenn das die krasseste Fehlentscheidung dieser Welt ist, aber bei einer roten Karte. Selbst wenn diese gelbe Karte zur gelb-roten Karte führt,
darf der nicht eingreifen, selbst wenn der Platzverweis dann eine Fehlentscheidung ist. Aber bei einer roten Karte darf er eingreifen. Das sind die Regeln, Alter. Wisst ihr Bescheid, oder? Ganz gute Regeln, ne? Macht Sinn alles, oder? Den Michael-Knopf. Michael-Knopf habe ich nur auf dem anderen, warte. Marco Elise. Marco Elise. Leider ist dieser... Marco Elise. Marco Elise. Ulisse. Michael Ulisse. Wo ist denn das Problem, Leute? Nee, fand ich eigentlich gar nicht. Also auch wenn man ihn nicht mag, bis auf seine Abschlüsse, war Davis die Saison bis jetzt ziemlich gut. Ne, jetzt das Spiel gegen Leverkusen war okay, ja, gehe ich mit. Davor war so mittel, davor war es Katastrophe. Alles, was ich da vorgesehen habe, war Katastrophe. Ganz viele Fehlpässe, ganz wenig gewonnene Zweikämpfe. Ja, das System spielt ein Davis auch in die Karten, weil er nicht so oft die Situation hat, dass ein Spieler auf ihn drauf zukommt. Ja. Wenn, dann hat er die Situation, was er gut kann. Das ist, wenn der Gegner den Ball lang macht über seine Seite, dann geht es um Speed, das kann er. Ja. Aber sobald er defensiv gefordert wird, Alter, ist Davis einfach eine Nulpe. Ja. Und vorne da 4 Schüsse, da muss er wenigstens immer einen aufs Tor kriegen. Das, gerade in so einem Spiel wie gegen Leverkusen, da sollte man es hinbekommen, ein aufs Tor zu kriegen mindestens. Aufs Tor. Wir reden nicht vom Tor, aber aufs Tor. Werde ich nie verstehen. Wie ein Profi, der ein Gehalt von 17 Millionen haben möchte, von 4 Schüssen nicht einen aufs Tor bekommt. Und das war noch nicht mal jetzt irgendwie aus 30 Metern oder sowas, wa? Ja, zu Barca kann ich nichts sagen. Ach, Tell wird kommen, macht euch da mal keine Sorgen. Fragt sich, für was die Affen überhaupt zuständig sind. Ja. Das ist ja das Problem, was der Fahrer hat. Zockst du EA FC 25? Nee, ich spiele keine Pay-to-Win-Spiele. Genauso wie ich keine Sportwettenanbieter mag ich auch keine Spiele, wo es ähnliche Strategien gibt, Alter. Traut Tell viel zu, ich hoffe, der kann sich bei Bayern etablieren. Ja, und wenn nicht, dann muss er sich halt ausleihen lassen, ne? Mal ganz kurz off-topic. Die Frage kam auf, ob du Oliven magst. Nee. Nee. Nicht meins. Olivenöl, ja, aber nee. Statistik interessiert mich da nicht. Tell soll das Gesicht des FC Bayern werden. Da muss man auch mal 2 bis 3 Kackspiele in Kauf nehmen, was man bei Minje in Opa auch durchgezogen hat. Nee, das sehe ich komplett anders. Bei Opa und Minje hast du halt nur Eric Dyer als Alternative. So, bei Tell würde das bedeuten, du setzt einen Knabri raus, der super bisher gespielt hat. Mit welcher Berechtigung? Du nimmst also einen Spieler raus, der super spielt, um Tell zu bringen, der schlecht spielt. Mit der Begründung, ja, er soll das Gesicht der Zukunft werden. Und bringst dann das Beispiel mit Minje und Opa, wo man versucht, beiden Selbstvertrauen zu geben, damit sie an ihre Leistungslimit kommen, was sie ja schon gezeigt haben, dass sie das können, weil sie ja nicht gerade erst 19 geworden sind und noch ihren Durchbruch suchen, was Tell sucht. Das hinkt ein bisschen, meiner Meinung nach. Aber auch nur meiner Meinung. Wenn Taylor demnächst reinkommt, macht gute Spiele, dann wird er auch seine Chancen bekommen. 100 Pro. Aber wir können jetzt auch nicht anfangen zu sagen, wir belohnen jetzt schlechte Leistung. Was soll das? Wo ist da der Sinn? Ich belohne jetzt schlechte Leistung.
Letzte Saison haben wir saßen hier letzte Saison und haben uns darüber aufgeregt, dass ein Tell nicht spielen darf, dass da ein Gucci-Knabri rumläuft, der da rumgestolpert ist wie, was weiß ich, wie ein Sack Kartoffeln, Alter. Und jetzt, nur weil es um Tell geht, drehst du das komplett um, oder was? Und sagst, ja, aber den Tell würde ich jetzt mal spielen lassen, auch wenn er jetzt 2-3 Spiele keine Leistung gezeigt hat. Hä? Was ist das denn für eine Logik? Passt doch nicht. Sorry. Es passt nicht. Nun, du kannst das doch nicht mit Minjay und Upa vergleichen, wo du nur einen Eric Dyer hinten dran hast. Sorry. Nee, passt nicht. Und Tell wird sich durchbeißen, bin ich mir 100% sicher. Aber was wäre das denn jetzt auch für ein Zeichen an den Jungen? Was wäre das denn für ein Zeichen an einen Mathis Tell, wenn man jetzt sagen würde, ach, weißt du was, Mathis? Du hast zwar jetzt 3 Spiele scheiße gespielt, aber spiel ruhig trotzdem noch ein 4. Spiel scheiße. Ist gar kein Problem für uns. Warum sollte denn Winnie das tun? Warum sollte er sich denn dann selber untergraben mit seinen Ansätzen, die er rausgehauen hat? Nämlich, dass wieder gearbeitet werden muss und es nach Leistung geht. Warum sollte er sich denn die Baustelle aufmachen? Das wäre ja dasselbe, als hätte er jetzt, wie es ja alle gesagt haben, oh ja, wenn der Sané wieder fit ist, die sind ja Bros, das sind ja Freunde, weil sie bei Manchester City zusammen gespielt haben. Deswegen wird der lieber immer spielen. Ja, habe ich noch nichts von gesehen. Ja. Nee, sorry. Also der Take ist dumm einfach. Sorry, der ist einfach dumm. Letzte Saison genau das Gegenteil gefordert, was man dann jetzt fordert, oder was? Nur was Mathis Tell ist, oder wie? Das geht nicht. Sorry. Denkst du, Musiala bleibt? Ja. Tell muss an seiner eigenen Stärke glauben, sonst wird das nichts. Ja, wie gesagt, er soll mal seine komische Aberglauben-Armbinde da ablegen und dann wird das auch was. Das Spiel gegen Leverkusen war ein bisschen das stärkste Spiel von Kim, finde ich. Ja, gehe ich mit. Kim war ein Monster, Alter. War wirklich, war stark. Er muss seine Chancen nutzen, hat er bisher nicht gemacht. Ganz genau. Und er wird auch weiterhin seine Chancen kriegen. Wie gesagt, die jetzt eingewechselt wurden, waren jetzt auch nicht the yellow from the egg. So. Garantiere euch, im nächsten Spiel wird sehr wahrscheinlich wieder ein Michael anfangen mit einem Gnabry. Und ich denke, der eingewechselt wird wahrscheinlich der erste in Tell sein. Es sei denn, er ist im Training unterirdisch schlecht. So, aber ansonsten wird er mit Sicherheit seine Chance bekommen. Weil alle, die jetzt eingewechselt wurden, ob es ein Sané war, ein Müller, ein Koman, das war jetzt auch nicht gut. Ja? So. Und sollte jetzt ein Tell die nächsten 2, 3, 4 Spiele gar nicht eingewechselt werden und völlig ignoriert werden, dann können wir das Fass ja meinetwegen aufmachen. So, dann kann man das ja vielleicht hinterfragen. Aber doch nicht jetzt, nachdem Tell auch noch selber sagt, ja, es hat nicht gereicht, es war nicht gut genug, was ich gezeigt habe. Und dann stellt man sich jetzt hier hin und macht das Fass auf, oder was? Nur um irgendwas zu finden, was wieder schlecht beim FC Bayern ist, oder was? Leute, wir spielen gerade im Fußball, wurde wie Josh, der seinen Pin auf dem Feld kriegt und einen Pin vom Fernseher kriegen muss, weil wir einfach super geilen Fußball spielen. Und jetzt sitzen wir hier und suchen wieder irgendwas, was man kritisieren kann, oder was? Irgendwas, wo man rummäkeln kann? Was soll das denn? Verstehe ich nicht, sorry. Ist mir zu hoch. Gehe ich nicht mit, Leute. Seid doch verkehrt hier. Punkt. Wir sehen endlich guten Fußball, wir sehen super Spiele und dann wird auch sowas rumgeritten, oder was? Ich meine, wir könnten ja noch darauf rumreiten, wenn wir keine Tore schießen würden. Wir haben 20 Tore in einer Woche geschossen. Und dann wollen wir jetzt Mathis Tell in dieses Team reden, der einfach schlechte Leistungen gezeigt hat, oder was? Was ist denn los, ey? Also jetzt mal ernsthaft, jetzt mal Butter bei der Fische, was soll das? So, damit bin ich durch zum Thema Tell, wa? Könnt ihr gerne noch was zu schreiben, werde ich nichts mehr zu sagen. Was Eber bis jetzt 7 Monaten verändert hat, ist Wahnsinn. Fühle unseren Verein gut in seinen Händen aufgehoben, wollte ich auch mal sagen. Ja, gehe ich im Großen und Ganzen, gehe ich da schon mit. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist diese Fonsi-Sache. Wenn der Vertrag allerdings nicht verlängert wird,
kann ich damit leben. Sollte man den jetzt aber dann irgendwie kurz vor Toreschluss doch noch für, was weiß ich, verlängern, dann sehe ich das kritisch. Ansonsten gehe ich damit. Ich denke, Michael Olise, also ich habe von dem Spieler vorher nichts gehört. Ich hatte den nicht auf dem Radar. Muss er dann halt auch erstmal verpflichten, wa? Nee, wir brauchen ja noch nicht über Frankfurt reden, oder? Wir haben auch schon über Frankfurt geredet vorhin kurz. Es wird ein super schweres Spiel, weil wir uns immer schwer getan haben gegen Frankfurt. Und Frankfurt, wie gesagt, 4 Siege ist jetzt auch nicht so schlecht. Wir werden sehen. Was hast du denn für ein Spiel gesehen, Squad, Alter? Hast du was geraucht oder was? Was ist das denn für eine dumme Aussage? Klar, jeder hohe Ball zu Boniface ist gelandet. Weder Upa noch Minje konnten ihn im Luftduell besiegen. Alter, entweder hast du ein völlig anderes Spiel gesehen oder ich weiß es nicht. Was ist das denn für ein Take? Also jeder hohe Ball, jeder, ausnahmslos jeder hohe Ball, der auf Minje kam, hat Minje gewonnen. Jeden hohen Ball. Jeden. Guck dir das Spiel gerne nochmal 90 Minuten an, dann markierst du mir mal die Stellen raus und schickst mir die. Junge, Alter, was ist das denn für ein Take? Ja, Opa hat ab der 80. hat er 2, 3 Kopfballduelle, das hat er auch eine schlechtere Note von mir gekriegt. Hat er die 2, 3 Kopfballduelle, die er gehabt hat, hat er nicht gewonnen. Ja, das ist richtig. Aber Minje hat jedes Luftduell gewonnen. Jedes. Hat eine Aussage. Opa war halt gehemmt wegen seiner gelben Karte. Ja, das kann gut sein. Vor allem, weil das eine Luftduell da dann auch noch abgepfiffen wurde gegen ihn. Weil er den Arm so ein bisschen komisch hatte. Spätestens danach war er maßlos gehemmt. Weil er weiß genau, was wäre er wieder an die Wand gestellt worden, wenn er gelb-rot gesehen hätte. Aber Minje hat nicht einen Luftkampf verloren. Also die Aussage ist leider Schwachsinn. Oder ich habe geraucht. Also ich habe nicht einen verlorenen Luftkampf von Minje gesehen in dem Spiel. Mein Tipp ist ja, dass Ito den Davis auf links verdrängen wird. Ja, definitiv. Sehe ich genauso. Ich denke auch, Ito wird uns eine richtig gute Option werden. Aber vielleicht sehen wir auch eine Dreierkette sogar, ne? Wenn Ito und Stani fit sind. Wer weiß. $16 Millionen plus Boni. Ja, sorry, dann falle ich vom Glauben ab, wenn das passieren sollte. Also wenn der FC Bayern das wirklich machen sollte und Davis mit 16 Millionen plus Boni verlängernd, also ohne Scheiß, da muss man sich nicht wundern, wenn dann wieder Spieler wie Musiala kommen und die dann sagen, pass mal auf, ich möchte 25 Millionen haben. Weil guckt euch mal einen Leistungsunterschied von Davis und Musiala an. Das erste Mal, wo ich Witz wahrgenommen habe, war beim Zweikampf mit Maike, wo Zweier wieder Scheiße gepfiffen hat und das gegen Maike, warum wusste niemand und er schon gar nicht. Ja, der hat sowieso komisch gepfiffen. Ganz komisch. Also. Ich weiß, dass du die nicht schlecht reden wolltest, die Leistung, Cordio. Aber wir sollten uns jetzt einfach auch mal anfangen, langsam, sag ich mal aus meiner Warte, ja. Ich habe ja mich auch die letzten 1,5 Jahre einfach in dem ganzen Negativen gewälzt, was ja auch zu Recht war, ja, was wir gesehen haben. Aber wir müssen uns jetzt mal davon lösen. Ja, sorry. Wir müssen uns jetzt einfach mal davon lösen. Wir sehen seit Anfang der Saison guten Fußball. Er wird sogar noch von Spiel zu Spiel besser. Gerade auf die Defensive bezogen. Ja. Und da müssen wir jetzt nicht wieder anfangen, uns in den paar schlechten Sachen, die wir sehen, zu wälzen, Alter. Guckt euch die Fußballspiele an, vergleicht die mit den letzten 2 Jahren. Da muss man einfach, ja, es gibt nichts zu meckern.
Fertig. Und nochmal, selbst wenn dann da hinten ein Bock passiert, dadurch ein Gegentor passiert und wir ein Spiel 4-1 gewinnen. Ja, Halleluja, Alter. Wir sehen tollen Offensivfußball, wir sehen super modernen Fußball, wir sehen hohes Pressing. Wir sehen eine Mannschaft, die eigentlich fast immer komplett in Bewegung ist. Mal abgesehen von den ersten 20 Minuten gegen Leverkusen vorne. Sollen wir uns dann immer an so Kleinigkeiten hochziehen? Wie auch diese Tell-Kleinigkeit? Weiß ich nicht. Weißt du? Lass uns das doch mal genießen, wenn es da ist zum Genießen. Und das ist es gerade. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht. Aber ich habe jetzt keinen Bock zu sagen, oh ja, mit dem Tell, da könnte man mal so machen und was mit dem Palinja, warum darf der nicht spielen, den haben wir gekauft für 51 Millionen, Alter, nochmal, wir sehen super geilen Fußball. Seit 2 Jahren, endlich mal wieder. Und das schon konstant jetzt seit 6 Spielen. Punkt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach kann man, wenn man sich gut verkauft, auch mal ein Spiel verlieren. Kommt halt wirklich auf die Einstellung an. Und Ja, das ist ja die klar. ist auf jeden Fall da. Ja, diese da können wir auch noch mal kurz einen Take zu machen, zu die ganzen Wettanbieter-Rotze. Alter. Nochmal, ich habe es glaube ich letztes Mal schon erzählt, ne? Champions League Spiel The Zone war es, oder? War Champions League, glaube ich. Ich mache den Receiver an, da kriege ich ein Fenster. Ja. Wetten, 5 Euro kostenlos. Oder extra hier schließen. Ich konnte vorher kein Fußball gucken. Ich muss erstmal mich entscheiden, ob ich jetzt da wetten will oder nicht. Sonst kann ich keinen Fußball gucken. Alter, wie aufdringlich willst du bitte sein? Ja? Und dann Werbung, 10 Wettanbieter, Alter. Noch schlimmer diese im Spiel, diese Einblendung schon, da diese Scheiße, Alter. Zum Kotzen. Boah, da krieg ich richtig, ne? Junge. Diese Wettanbieter-Rotze. Verstehe ich nicht, dass sowas erlaubt ist, ey. Sag ich euch, wie es ist. Gibt's Neuigkeiten zu Keynes Knöchel? Happy hat mich noch nicht angerufen, aber ich warte noch. Vielleicht meldet er sich näher noch. Nee, gibt nichts Neues, ne? Ich denke mal, man wird da von Tag zu Tag gucken. Entweder wird es reichen fürs Spiel oder halt nicht. Ja, na klar wäre es schade, wenn Davis geht. Ja. Dass er Potenzial hat, steht ja außer Frage. Ne? Also für mich persönlich steht es außer Frage. Wenn er Potenzial hat und Bock hat. Und ja, ich weiß auch, warum man jetzt vielleicht wieder darüber nachdenkt, einen Davis zu halten. Weil Davis und Musiala so sind. Und wenn man jetzt einen Davis nach Real Madrid ziehen lässt, ja, dann hat man die Angst, dass dann der Musiala nächstes Jahr kommt und sagt, ach, mein Kumpel ist ja bei Real Madrid. Oh, ich würde auch gerne nach Real Madrid gehen. Bip, 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 bip. Und das sind dann wieder die Themen, die mich über sowas können wir uns aufregen. Aber über nichts Sportliches. Darüber können wir uns aufreden. Das ist der einzige Take, der gerade sinnig ist, dass man darüber nachdenkt, dem Davis 16 Millionen zu zahlen. Alles andere ist... Sagst du zu Neuer? Ich habe gehört, er will seinen Vertrag um 1 Jahr verlängern. Ja. Mein Neuer spielt ja wenigstens jedes Spiel im Gegensatz zu Müller. Kann man da mit Sicherheit drüber nachdenken, ja. Zumindest, solange man noch nicht endlich mal die Eier hat zu sagen, hier, das ist unser neuer Godi. Für die nächsten 10 Jahre. Tell hat ein Spiel schlecht nach, weil nicht mehr zu sehen auf dem Feld. Nee, das ist Schwachsinn, was du schreibst, GB. Sorry. Das ist dummes Zeug. Das ist völlig dummes Zeug. Aber richtig dummes Zeug. Das ist doch einfach eine Falschaussage. Er wurde 2-mal eingewechselt und konnte 2-mal nicht überzeugen. So, das Spiel, was du meinst, war das Pokalspiel, da war er schwach. Danach wurde er noch 2-mal eingewechselt und konnte beides mal nicht überzeugen. So, wenn du ihn danach nicht gesehen hast bei den 2 Malen, dann kannst du diese Aussage droppen, aber sonst ist die leider falsch. Oder ich habe was getrunken und habe die verkehrten Spieler auf dem Feld gesehen.
Nee, also ich habe mal die Statistik gewälzt gehabt und er hat 136 Minuten insgesamt gespielt, zweimal eingewechselt in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal. Ja, und das war nicht eins von überzeugend. Ja, und dann spielt man halt einfach nicht. Punkt. Doch erst recht, wenn dann ein Spieler wie ein Gnabry performt. Nochmal. Aber ich mache das Thema nicht wieder auf, habe ich gerade dazu gesagt. Feierabend. Im Sommer wird sich wohl die Frage stellen, wird's verpflichten zu wollen oder traut man Wanner schon so eine Rolle zu? Ich denke, man wird abwarten, wie sich ein Wanner entwickeln wird bei Heidenheim, oder? Und warum muss sich das eine denn mit dem anderen ausschließen? Ne, wir werden es doch sehen. Wir werden es doch sehen. Also ich bin Wirtz-Fan auf jeden Fall. Ich würde den schon fühlen bei uns. Und erst recht, wenn Musiala meint, dass er den Verein verlassen möchte. Jo, dann ist das so. Ne? Reisende soll man nicht aufhalten. Dann nimmt man eine fette Ablöse mit und investiert die in Wirtz weiter. Ist doch fein. Und dann hast du doch trotzdem Platz für den Paul. Ja, Dennis. Zähle ich mich ja zu. Ne? Ich hätte auch nicht an Kim festgehalten. Definitiv nicht. Katastrophe. Die ersten Spiele. Definitiv nicht. Ne? Habe ich ja auch gesagt. Deswegen sind wir einfach irgendwelche Stammtisch-Dudes, die hier hocken und dummes Zeug von sich geben. Und das andere ist der Trainer halt. Und das hat ihm recht gegeben, wenn man die 2 Spiele sieht. Ne? Wenn du mal die Entwicklung siehst von Min-Jae. Ja. Pavlo, denke ich, wird im Mittelfeld irgendwann das Gesicht des Stern des Südens. Ist er das nicht schon? Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ja. Aber ich glaube, er ist schon ein Gesicht des FC Bayern. Ich habe gerade den Jubel vor Augen bei dem Tor von Leverkusen, von Pavlo und Kimmich, wo sich dann so gegenüberstehen. So. Ja, denke, das passt schon. Musiala bin ich 65, 35, dass er geht. Also mein Take, ich bringe meinen Take, komm. Wenn Fonzie Davis geht, geht Musiala auch. Ein Jahr später. Meine Verschwörungstheorie. Sané hat sich gefühlt wieder zurückentwickelt. Ja, den haben wir ja noch nicht gesehen. Dem musste ja auch Zeit geben nach Verletzungen und so, das wissen wir ja alle, ja. Ist ja auch alles gut. Aber wie gesagt, die Einstellung, die war halt eine Katastrophe bei seinen Einwechslungen auch. Aber bei Müller dasselbe. Ja, das ist ja das Schlimme. Da war ja Coman noch einen Tacken besser. Der wollte, wenn er konnte, er kann halt im Moment nicht, er kann einfach nicht, hat man das Gefühl. Er will, er tut ja, aber er kann nicht. Aber Sané war wieder so, für 10 Minuten soll ich jetzt hier rumlaufen? Das bildet er sich ein. So kam der rüber. Ja, aber Chico, dann ist das doch so, oder? Wen interessiert's denn, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Wir müssen doch nicht wieder anfangen, ist Jamal jetzt der Messias? Ist Jamal Messi, was Messi für Barca war? Ist jetzt Jamal für uns FC Bayern, oder was? Nee, drauf geschissen, Alter. Wenn er wechseln will, soll er wechseln nächstes Jahr. Und gut ist. Der FC Bayern geht weiter nach Musiala, vor Musiala. Also, wir tun ja gerade so, als wäre Musiala der Spieler, der jedes Tor vorbereitet hat. Oder an jedem Tor beteiligt ist. Also, nee, sehe ich nicht. Klar, er kann ein riesiger Fußballer werden, hat tolles Potenzial und so weiter. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir müssen jetzt nicht schlecht reden, ja. Aber es wird auch einen FC Bayern in der Offensive geben, wenn Musiala weg ist. Es gab einen FC Bayern nach Lewandowski und es gibt einen FC Bayern nach Harry Kane und es gibt einen FC Bayern nach Musiala, Alter. Beispiel habe ich dir gerade schon gesagt, dann verpflichtet man Wirtz oder man hat einen Paul Wanner oder XYZ, Alter. Ich als Franzose wäre der Erste, der sich freuen würde, wenn der Tell spielen würde, aber leider ist er halt nicht fit. Das ist halt so Leistungssport. Ah, der Tell wird kommen. Also ich bin da 100% sicher. Qualität setzt sich am Ende durch. Und er bringt halt die Einstellung mit. Alles, was man so sieht von ihm. Und auch alles, was er von sich gibt. Nee. Ich bin guter Dinge, dass das wird mit dem Tell.
Ja, ist aber auch okay, wenn King uns verlässt. King hat doch alles bei uns erreicht. Ist doch auch okay. Ja, ganz genau, Collio. Wir brauchen keine Spieler, die sich nicht mit dem FC Bayern identifizieren. Feierabend. In der Bundesliga werden die sich jetzt alle hinten reinstellen. Ja, was tun sie doch eh schon. Doch jetzt nichts Neues. Michael einfach ein geiler Zocker, der Bock und wird uns noch viel Spaß bringen. Ja, gehe ich auch mit. Ja, ich ahne nichts Schlimmes gegen Frankfurt. Es wird ein schweres Spiel, ja, es wird ein interessantes Spiel werden, ja. Aber ich sehe gerade keine Mannschaft, wo ich sage, da müssen wir Angst vor haben. Also ich glaube, wir können gegen jede Mannschaft bestehen. Klar, willst du nicht jedes Spiel gewinnen, brauchen wir nicht drüber reden, aber nee, ich glaube nicht, dass nochmal sowas passiert, dass wir 5-1 in Frankfurt auf die Fresse kriegen. Ja, auch wenn mein Karma jetzt reinkicken sollte. Wir werden sehen, ich glaube nicht. Ich genieße es, seit Kompanie Trainer ist. Ja, me too. Der ist gut. Man hat gefühlt Angst, emotional verletzt zu werden, sich den positiven Entwicklungen der letzten Zeit zu öffnen. Tuchel hat uns schon nachhaltig gebrandmarkt. Ja, aber deswegen muss ich ja dann hier mal klare Kante zeigen. Hast du nicht erwartet, der Heavy? Ja, ich telefoniere öfter mit dem Heavy. Dann spielt er Tell auf der Neuen. Genau, GB, dann hast du endlich deinen Willen. Und ich gehe ja mit, ich sehe den Tell auch eher als Neuner. Dafür wurde er ja auch verpflichtet. Und ich gehe auch mit, dass ein Tell wahrscheinlich die bessere Alternative ist, wenn es darum geht, vorne als Neuner zu spielen, als ein Thomas Müller. Na? Aber man muss sich das halt auch verdienen. Und wenn man vorher halt einfach keine gute Form hat und keine gute Leistung gebracht hat, dann hat man sich halt einfach nicht verdient. Feierabend. Wegen Zweier muss ich Uli zitieren. Wir werden diesen Schiri in Zukunft ablehnen und ich bin sicher, dass er nie wieder ein Bayern-Spiel pfeifen wird. Ja, kannst du den Uli auch mal zitieren. Der Uli hat halt leider kein Mitspracherecht, was beim DFB angeht. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist einfach unglaublich. Wenn wir Fußball können, jeden schlagen, selbst City und Madrid, meiner Meinung nach. Ja gut, wir konnten von der Qualität her schon immer jeden schlagen. Ja? Wir haben jetzt endlich mal einen Stil gefunden, der auch schon Nagelsmann versucht hat zu etablieren, sag ich mal, der zu diesem Kader passt, ne? Und ein Trainer, der aus der ganzen, zumindest bisher, im Erfolg ist ja immer alles einfacher, der aus diesem ganzen Diven Team geformt hat. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Ne? Wir reden halt immer noch über Teamsport. Und das war ja auch der große Punkt von Leverkusen letzte Saison. Dass sie einfach ein Team sind, ne? Und das war bei uns nicht der Punkt. Und das scheinen wir jetzt wieder zu sein. Musiala, Wirtz, Wanner, Ulisse könnten echt gut harmonieren, finde ich. Vielleicht werden wir es eines Tages sehen, wer weiß. Ja, da sehen wir halt die Trainingsleistung nicht, ne? Dass ein Coman-Vorteil reinkommt. Ist halt immer schwer zu sagen. Fakt ist, dass ein Tell seine Chancen nicht genutzt hat. Fakt ist, Coman war auch so mittel. Ich finde auch ein King hat seine Chancen nicht genutzt, wenn er reingekommen ist. Von daher wird man jetzt sehen, wie es weitergeht. Ob wieder eher ein Coman kommen wird, aber wahrscheinlich wird dann auch mal ein Sané kommen. Wir werden es sehen. Wie gesagt, wir können uns ja über sowas aufregen, wenn wir die Spiele irgendwann nicht mehr gewinnen sollten.
dann können wir gerne, oder wenn wir schlechten Fußball sehen, dann können wir uns ja gerne wieder über solche Themen aufregen. Ansonsten, ich meine, ihr habt doch Kompanie auch gehört in der PK. So ein Tell wird auch weiterhin seine Chancen kriegen, wenn die Leistung passt und gut ist. Und wenn er sie dann nutzt, dann werden wir ihn wahrscheinlich anders, wie es bei Tuchel der Fall war, dann werden wir ihn wahrscheinlich auch über 90 Minuten sehen. Ja, aber das kannst du ja nicht an Wirtz festmachen. Der Wirtz vom Samstag kann Leverkusen behalten. Das war alles als nicht deutscher Meister würdig. Ja. Willst du das jetzt an einen Spieler festmachen, oder was? Das ist ein bisschen schwierig, oder? Tor des Monats von Pavlo, wahrscheinlich, ja. Kim war letztes Jahr überspielt. Das ist richtig, ja. Aber er war auch am Anfang dieser Saison schwach. Interview hatte Kim auch mehr Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Ja, das strahlt er ja auch gerade auf dem Feld aus. Ja. Gut, die Frage ist, finde ich schon berechtigt. Musiala, Wanner, Wirtz sind ja erstmal nominell alles Zehner. Nicht unmöglich, aber ich glaube, das wäre zu viel. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Wanner nur ein Zehner ist. Also das, was der Wanner bei uns schon alles gespielt hat, von linker Verteidiger bis linkes Mittelfeld. Musiala ein Zehner, Wirtz ein Zehner, weiß ich nicht. Ich meine, Musiala und Wirtz funktionieren auch in der deutschen Nationalmannschaft, oder? Oh, ich hoffe nicht, ey, Moritz. Honig, denkst du, dass Nübel nach der Ära Neuer die Nummer 1 wird? Der hält bei Stuttgart ganz nicht mal so übel, der Dübel. Ich hoffe nicht, ich kann mit dem nichts anfangen vom Typ her. Was nichts heißt. Ich meine, wenn er gute Leistung bringt bei uns, alles gut, alles schicki, aber ich kann mit dem einfach nichts anfangen. So gar nichts halt einfach. Das ist für mich halt eine Mimose, weil er sich einfach einen Konkurrenzkampf nicht stellen wollte. Ja, ich verstehe schon, dass man sagt, ja, aber mit Neuer hat man keinen fairen Konkurrenzkampf. Ey, das war wohl, wo Neuer, wo keiner wusste, ob Manuel Neuer nochmal wirklich zurückkommt nach dieser Verletzung. Und da wollte er sich den Konkurrenzkampf nicht stellen. Also weiß ich nicht, was ich von so einem Charakter dann halten soll als Torwart. Aber das ist nur mein persönliches Problem. Wenn er gute Leistung bei Stuttgart zeigt und so weiter, vielleicht darf er eine Nationalmannschaft jetzt halten, was weiß ich, nach der Verletzung. Ja, wir werden sehen. Dann ist das so. Dann muss ich mich mit ihm anfreunden. Welchen Spieler von Real würdest du am ehesten bei uns sehen? Übrigens, Alaba soll anscheinend seine Münchner Villa verkaufen, für alle Interessierten. Ja, ich habe leider... Ich habe leider mein Geld angelegt. Ich kann es nicht eben schnell abheben, weißt du? Sonst hätte ich mich interessiert. Welchen Spieler ich von Real Madrid am ehesten verpflichten würde, gar kein Spieler. Das interessiert mich Real Madrid, Alter. Was Levi bei uns gemacht hat, war teilweise schon nicht von dieser Welt, aber Heavy ist nochmal eine ganz andere Hausnummer vom gesamten Spieler her. Ja. Sehe ich 100% genauso. Wie manche Leverkusener Spielweise noch schön reden und damit argumentieren, dass wir gegen schwache Leverkusener nicht mehr holen konnten. Ich würde stattdessen mal überlegen, warum die so schwach waren. Ja. Leute, es gibt immer Leute, die gerade den FC Bayern triggern wollen. Scheiß doch einfach auf die Leute, Alter. Also jeder, der das Spiel gesehen hat und ein bisschen Fußball-Sachverstand hat, sollte da drüber stehen. Was ist dein Tipp gegen Aston Villa? 1:3. Die Karma-Schelle kommt für Leverkusen noch früh genug, auch wenn sie nicht von Bayern persönlich kommt. Irgendwann ist genug. Es gibt ein 5:1 für den Sterne Südens in Frankfurt. Weiß ich nicht. Ich habe in Frankfurt noch nichts gesehen die Saison. Kann ich nichts zu sagen. Statt jetzt können wir uns eigentlich nur selbst besiegen. Ja, das denke ich auch. Ja, die wird der Mattis schon bekommen. Macht euch mal keine Sorgen.
Das ist richtig, ja. Aber hoffen wir mal, dass ein Tell sich nicht verletzt, dass sich ein Kane nicht verletzt, ne? Durchschnittliche Mannschaft, lösbare Aufgabe. Ja, auch das werden wir sehen, ne? Bei mir ist aktuell, also ich habe es ja jetzt vorhin schon gesagt, ich freue mich einfach auf die Spiele. Weil man einfach endlich wieder eine Mannschaft sieht, die Bock hat, man sieht guten Fußball, man sieht Wille. So alles, was wir 1,5 Jahre nicht gesehen haben. Dass es hier auf deinem Kanal immer wieder Leute gibt, die noch nicht verstanden haben, dass der Verein vor jedem Spieler steht, überrascht mich immer wieder. Wenn ein Spieler weg will, dann soll er weg. Ja, sehe ich genauso. Ist auch egal, wie gut der Spieler ist oder nicht gut ist. Ja, keine Ahnung. Ich hätte halt gerne mal was von Peretz gesehen, wa? Oder ich will generell mal was von ihm sehen, auch in Zukunft. Ich meine, da ist jetzt auch schon ein bisschen was da. Und ich denke schon, wenn man mit so Manuel Neuer trainiert, gerade als Torwart, denke ich, kann man da schon viel mitnehmen. Ja? Aber ist natürlich jetzt auch schwer mit so einem neuen Trainer, der erstmal wieder was aufbauen will und so weiter, dann zu sagen, wir fangen jetzt mal an, den Torwart zu rotieren. Ne? Ist halt schwierig. Sehr wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, wenn ein Neuer aufhört, werden wir irgendeine Granate einkaufen und gut ist. Zum Thema Cooper. Wow. Ist das jetzt wie Musiala oder was? Cooper? Habe ich nach dem Wegloben von De Ligt gesagt, dass wir Cooper dann auch vollends unterstützen müssen. Nach den ersten Grottenkicks habe ich gesagt, dass wir ihnen 6 Spiele geben sollen. Da könnte was Großes entstehen. Ich hatte ja nur mein Gefühl, dass ich auf die beiden setzen wollte. Und ich sage jetzt, wo alle Experten dieses Duo jetzt so loben, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich bin sicher, dass sie wieder schwächere Spiele liefern werden. Das Konstrukt Cooper ist noch nicht gefestigt. Ich freue mich für uns, dass sie zeigen konnten, dass es mit ihnen gehen kann. Ich freue mich gerade für das Trainerteam, die Mannschaft, die Mitarbeiter und uns Fans. Ja, Chico, hast du doch den richtigen Riecher gehabt. Also wie gesagt, ich hätte einen Minje spätestens nach dem 2., 3. Spiel rausgenommen. Ich würde es feiern, wenn es Iran Kundan die erste Mannschaft schaffen würde. Der ist auf jeden Fall auch auf einem guten Weg, ne? Noch einer für außen. Also, ist nicht, dass wir keine Alternativen haben, ne? Ja, aber ich glaube, also wichtig wird dieses Jahr sein, keine vermeintlichen gleichen Punkte wieder liegen zu lassen wie letztes Jahr. Ich glaube, bei allem, was man bisher gesehen hat, ich glaube, ohne Scheiß, der Company wird richtig abdrehen, Alter. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, so ein Kimmich, der hat da mehr Angst vorm Trainer als, nee, mein Take, das wird nicht passieren. Wenn du siehst, wie der feuert, der Kompanie, wie er an der Seitenlinie steht in seinem Türsteher-Outfit, das wird nicht passieren, Alter. Auch wenn du mal die Sachen gesehen hast von den anderen Vereinen, wo er war und dann auch seine Statements dazu, ich glaube, dann wird der eine oder andere sich im Kreis drehen. Wenn du da mal irgendwie so eine Halbzeit hast wie gegen Bochum, dass du auf einmal 2 oder 3 Hütten kassierst, dann, ich glaube, dann ist mal richtig Bambule bei uns. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Findest du Ulle ist eine gute Nummer 2? Das kommt auf die Situation drauf an. Ulle ist ein No-Brainer einfach. Ulle ist ein absoluter No-Brainer.
Wie immer, wir hatten immer so ein No-Brainer als Nummer 2. Ja? Wenn wirklich ein Manu länger ausfällt, hast du einen Ulle, der ist super erfahren, der hat alles durch, den stellst du da rein, der performt auf dem mittleren Level, alles ist gut. So. Aber wenn es natürlich daran geht, einen Torwart zu entwickeln, ja, dann muss halt die Nummer 3 nehmen. Das ist ein Daniel Peretz. Ne? Aber der braucht dann halt einfach auch mal ein bisschen Vertrauen wahrscheinlich. Und mal das ein oder andere Spiel. Aber wie gesagt, natürlich schwierig, wenn jetzt ein Trainer da ist, der gerade alles neu erfindet und hohes Pressing und bla und Sülz und dann für so einen super erfahrenen Goalie halt alles ein bisschen auch einfacher wahrscheinlich, ne? Ja, ist halt die Frage, ne? Die Konkurrenz ist halt hoch, ne? Also ich gehe mit. Gerade mit Azno und Irakunda gehe ich 100%ig mit. Boah, ich sag's euch, die Chancen sind echt klein. Es sei denn, wir verkaufen in der Winterpause 2, 3 Spieler. Weil nimm allein mal außen die Einsatzchancen. So, hier hast du schon die Hälfte der Leute, die sich aufregen, dass Mathis Tell keine Spielzeit kriegt. Und dann kommt ihr mit dem Irakunda um die Ecke. Ja? So. Du hast einen Michael, du hast einen Serge. Dann hast du dahinter erstmal in erster Riege einen Leroy und einen Kingsley. So, und dann hast du noch einen Tell, der die Nummer 5 ist. Und dann kommst du noch mit Irakunda. Schwierig, ne? Schade, ja, gehe ich mit, 100%ig, aber schwierig. Vor allen Dingen, wenn dann die oder von diesen 5 2 auch performen. So, wenn von diesen 5 keiner performen würde, ja, natürlich können wir darüber reden, ne? Da sieht beim Arzt nur eigentlich ein bisschen besser gerade aus. Aber wie du siehst, hat man anscheinend nicht das nötige Vertrauen oder man will von sie nicht, weiß ich nicht. Kann es mir nicht erklären, diese von sie Geschichte. Das ist ein bisschen schade, ja. Weil spätestens wenn Ito und Stani wieder fit sind, werden wir auch kein Aznu mehr sehen. Sorry. Auch da ist die Konkurrenz zu groß. Es sei denn, die performen alle auch nicht. Ja, was gerade sehr schwer vorstellbar ist. Von daher wird es super schwer für die Jungen, da den Platz zu kriegen. Ja. Vielleicht, wenn mal dann viel rotiert wird oder man doch wieder leider irgendwie Verletzte hat, aber ansonsten schwierig. Und wenn sie dann irgendwann vielleicht diese Mini-Chance kriegen, ja, dann musst du die knallhart, so wie ein Pavlo oder Musiala damals, dann musst du die genauso nutzen, sonst wird es super schwer leider, ne? Wer weiß, vielleicht geben wir im Winter 2, 3 Spieler ab, so, dann könnte ich mir das vorstellen, ja. Aber sonst wird es echt schwer. Ja, ich fand Irakunda bisher auch mega. Aber wie gesagt, ne, da musst du erstmal von den Spielern davor vielleicht 2 abgeben, dann sonst wird es echt schwer. Die Freundin von Peretz singt und das noch gut. Am Samstag in der Jans Arena haben sie die letzte Single von ihr gespielt. Okay. Dann bin ich raus, ey. Kenne mich nicht aus mit Spielerfrauen oder sonst irgendwas. Ja, Punk, da stimme ich dir sogar zu. Da stimme ich dir zu, aus ihrer Kunde wahrscheinlich. Also wahrscheinlich hat er mehr Bock auf jeden Fall, ja. Ulle ist auf seine Art auch eine Vereinslegende, ja. Ist genauso wie damals bei Andrea und so weiter. Ja. Wirst du immer haben. Also haben wir bisher immer gehabt. So eine No-Brainer Nummer 2 und das war auch immer gut. Tom Starke. Ja. Das waren alles immer gute Typen, die wussten, was ihre Rolle ist, die aber auch nie nachgelassen haben und die immer da waren. Wenn die Nummer 1 nicht konnte, die waren immer da. Da war immer Verlass drauf. Ja. Hat uns immer ausgezeichnet, so eine gute, erfahrene Nummer 2. Ja, das ist ja alles, wenn du in Company reden hörst, ne? Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ihr das hinnehmen würde, wenn du da so eine absolute Larifari-Halbzeit zeigen würdest, egal gegen welchen Gegner. Ich glaube, dann kann der schon auch mal ein bisschen lauter werden. Die man sich ja auf YouTube auch angucken kann.
Von daher passiert das vielleicht einmal, ja. Ich glaube danach dann sehr wahrscheinlich nicht mehr so häufig. Letzten Monat konnten wir ja nicht über das Hammerspiel gegen Dynamo sprechen. War auch ein geiles Spiel, bis auf die 8 Minuten nach der Halbzeit. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen Rückfall gehabt, ne? Das war wieder... Obwohl man danach, fairerweise, nach dem Schuss, den Ulle dann nochmal gehalten hat, der ja auch mit ein bisschen Pech hätte zum 3-3 gehen können. Danach, aber du hast ja nie das Gefühl gehabt, so, wir kriegen jetzt das Zittern oder so. Weißt du, wie sonst immer. Sonst, das Spiel letzte Saison hätten wir wahrscheinlich 5-3 verloren. Ja. So, du hast ja nie das Gefühl gehabt. Ja, wir haben natürlich die Gegentore gekriegt, aber du hattest trotzdem nie das Gefühl, ach du Scheiße, jetzt kacken sich wieder alle in die Hose, keiner rennt mal für den anderen, alle sind wieder Egoisten. Das war ja nicht der Fall. Ja. Das war ein kollektives Schlafengehen, 100 Pro, ja. Aber du hattest halt nicht das Gefühl, dass jetzt gleich wieder alles auseinanderbricht oder so. Das war der große Unterschied. Und deswegen ist es dann so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und natürlich auch, ist natürlich jetzt auch nicht die Qualität, wo man sagt, die oberste Schublade. Die haben alle Angst vor Kompanie, deswegen rennen die so viel. 100%ig. 100 Pro. Ich weiß nicht, wie der Neuer tickt. Torhüter sind halt immer so eine Sache für sich selber auch, ne? Kompanie-Boss und Türsteher-Outfit, ja, 100 Pro. Normal musst du den mal an der Seitenlinie ausschneiden und musst mal irgendwo für die Disse photoshoppen. Siehst du keinen Unterschied. Kann Kane gegen Villa spielen? Ja, Simon, wie gesagt, der Helby hat immer noch nicht angerufen. Ich warte noch auf den Anruf. Kommando Goretzka im Winter abgeben, wäre mal was. Ja, ich gehe davon aus. Also ich gehe davon aus, dass ein King wechseln wird. Leon weiß ich nicht. Leon ist, glaube ich, er hat keinen Bock zu wechseln. Er hat ja auch schon Angebote gehabt. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen bei Leon. Wir haben ja jetzt in 2 Spielen auch nur einen Torschuss zugelassen. Bremen und Leverkusen sind jetzt auch keine Schießbuhlen. Also das ist echt so stark und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Ja. Und das trotz dieser offensiven Spielweise, ganz genau. Und das muss man halt einfach auch mal anerkennen, ne? Und nicht das Haar in der Suppe immer suchen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, das war so ein Ding so, ja, Männer, komm, 3-0, jetzt kommen die ganzen englischen Wochen, komm, wir gehen raus, wir schieben das Ding easy nach Hause, machen vielleicht noch 1, 2 Buden, schön slowly, und dann kommt der Gegner, bam, 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 und dann muss die Mannschaft halt den Schalter wieder umlegen. So, und das hat sie getan. Und deswegen kam dieses Ergebnis zustande. Nee, sehe ich komplett anders, Moritz. Also ich denke, dass Leon Form hat. Hat man ja auch gesehen, wenn er reinkam, oder? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Leon hat keine Form. Oder ist nicht in guter körperlicher Verfassung. Es gibt einfach keinen Platz für Leon in diesem System. Wo willst du den Leon spielen lassen? Hau mal einen raus, bin gespannt. Also ich sehe keinen Platz für Leon. Ich glaube, das ist das Problem. Xabi als der Top-Trainer und Gegner ist richtig beschrieben. Man merkt die Energie, die wir auf den Platz bringen. Wie du sagst, Kai, ich hatte auch nicht das Zittern gegen... Nee, ganz genau. Das hatte man auch nicht. Ja, das ist ja auch okay. Ne? Wie gesagt, wenn ein Spieler Vertrag hat, ein Spieler Vertrag. Da kannst du ja auch nichts gegen machen. Muss man ja auch nichts gegen machen. So, und das muss ein Spieler für sich dann selber entscheiden. Also, ich habe da keine Kopfschmerzen mit. Aber wie gesagt, ich sehe keine Position für Leon. In dieser Aufstellung gerade. So gar nicht. Wo würdet ihr Leon hinstellen? Auf die 8 und du nimmst dir das spielerische Gestalten eines Pavlovic weg?
auf die 6 und dann soll der Leon den Part spielen, den gerade ein Kimmich spielt, der 3 Positionen in einem Spiel spielt. Sorry, traue ich Leon nicht zu. Auf der 10 und du opferst einen Musiala für einen Leon? Das ist ein Leon auf dem Flügel, brauchen wir gar nicht reden, oder? So, wo willst du den Leon hinstellen? Leon ist auch kein Innenverteidiger. Ja, er hat da mal ausgeholfen. Ja, gegen, was war das? DFB-Pokal gegen Viertligisten oder was? Da hat er mal ausgeholfen, ja. So, wo willst du den Leon hinstellen? So, Leon hat seine Stärken, ja. Er hat ist wahrscheinlich der stärkste Spieler, wenn du die zentralen Spieler nimmst, der in den Strafraum geht. Ja, die Räume aussieht. Wann er in den Strafraum gehen muss und so weiter. Aber wen willst du rausnehmen? Wen willst du opfern? In diesem Spielstil, den wir jetzt auch haben. Ist traurig, ja, aber ich sehe Leon da nicht. Siehst du für Palhinha Platz in diesem System der Bayern-Mannschaft? Ja, sehe ich, klar. Aber aktuell sind einfach Kimmich und Pavlo zu stark. Also ich denke, haben wir ja auch schon gesehen in dem einen oder anderen Spiel, dass ein Palhinha mit dem Kimmich oder ein Palhinha mit dem Pavlovic spielen kann. Also das sehe ich jetzt nicht das Problem. Die einzige Möglichkeit wäre wahrscheinlich, sich nochmal umschulen zu lassen als IV oder eventuell Außenverteidiger. Aber ob das so geeignet wäre, ist fraglich. Ja, sorry, Leute. Also Leon ist kein Außenverteidiger. Nee, gar nicht. Fühle ich gar nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. IV weiß ich nicht, ja. Habe ich ja schon mal gesagt. Hätte man vielleicht mal ausprobieren müssen, aber... Für mich war Leons beste Zeit mit einem Thiago hinter sich. Ja, aber es kommt da immer auf die Spielweise drauf an. So, wir reden jetzt von dem aktuellen System. So, wo willst du Leon jetzt hinpacken? Ja, komm, wir brauchen das Thema Saragossa nicht aufmachen, oder? Also das Thema Saragossa, das kannst du gerne auch auf den Tuchel schieben. Und damit ist der Punkt gemacht, Alter. Ja, eben, das ist Leons Spiel halt. Ne? Das ist Leons Spiel. So. Was er natürlich die letzten Jahre schon besser gemacht hat, der Leon, ist den defensiven Part. Da hat er sich reingebissen, ne? Das muss man ja fairerweise sagen. Aber ich sehe ihn nicht im Moment. Ich sehe ihn nicht in diesem System leider. Und ich glaube, das ist auch, was das Trainerteam halt sieht. Und deswegen hat er halt so wenig Spielzeit. Ne? Wenn das Trainerteam ihn als Außenverteidiger sehen würde, dann hätte er ja schon gespielt und nicht Conny. Ne? Das weiß ich nicht, ob man mit Palhinha stärker wäre. Aktuell würde ich sagen, nein. Warum? Weil Kimmich und Pavlo es überragend machen. Was soll da jetzt noch stärker sein? Ich glaube nicht, dass ein Palhinha in diese Mannschaft kommt und wie Kimmich 3 Positionen bekleidet. Kimmich spielt ein Drittel des Spiels Rechtsverteidiger, das andere Drittel des Spiels spielt er Achter und das andere Drittel spielt er Sechser. Ich glaube nicht, dass ein Palhinha diese Rolle ausfüllen kann. Ja? Und man muss sagen, das Zusammenspiel zwischen Kimmich und Pavlo klappt 100%. Ja? Ich habe ein Spiel gesehen, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, wo wir einmal eine riesen Lücke hatten, wo wirklich keiner auf der Sechser-Posi war. Ansonsten war immer einer dieser beiden auf der Sechser-Posi. Ja, Kimmich in dem einen oder anderen Spiel eher schlecht als recht, keine Frage. Aber er hat gegen Leverkusen gezeigt, dass das halt auch anders geht. Ja. Deswegen schwierig. Spielen halt beide gut, spielen beide gut zusammen. Natürlich wärst du wahrscheinlich defensiv stabiler, wenn du mit einem Palhinha spielen würdest. Aber brauchst du das gerade, wenn Bremen keinen Torschuss hat und Leverkusen gefühlt 1,5? Müssen wir dann darüber reden, oh, wir brauchen jetzt aber die defensive Stabilität. Nee, brauchen wir halt nicht. Es reicht die da ist aktuell. Und warum sollte man sich dann die kreativen Stärken eines Pavlovic oder eines Kimmich berauben, um Palhinha aufs Feld zu bringen? Macht halt gerade keinen Sinn. Ne? Wir werden sehen, ob das sich in Zukunft ändern wird. Kann ja sehr gut sein.
Hab ich ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht sehen wir mal eine Dreierkette, sehen dann ein Sechser und zwei Achter oder sonst was. Wir werden es sehen. Aber aktuell gibt es keine Gründe zu sagen, wir hauen jetzt ein bisschen unbedingt ein paar Linien reinhauen. Ne? Halt schwierig gerade. Fonsi raus, Rafa Linksverteidiger statt Fonsi, Kimmich, dann RV, Leon auf der 8. So könnte man das machen, würde nicht bevorzugen, aber so wäre das einzige Szenario. Nee, da würde ich dann eher ein paar Linien sehen als ein Leon. Ja, sorry. Weil, welchen Mehrwert bringt mir der Leon denn da auf der 8? Welchen Mehrwert bringt er mir? Aber das ist halt auch Geschmackssache, ne? Also für mich ist das kein Szenario, was Sinn ergibt. Ja, mein Blutdruck ist immer gleich. Und der geht genauso in die Höhe, wenn super hohle Kommentare sind, was beim Leverkusen-Video mit Sicherheit auch sein wird, wie als wenn es ein Tuchel-Video war. Tipp für Mittwoch 1-3. Genau, Saragossa spricht leider kein Chinesisch oder Arabisch. Ja. Glaubst du, King und Leon verlassen uns im Winter? Ja. Ich glaube King ja, Leon weiß ich nicht, ob er will. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, er wird halt nicht zum Zug kommen. Machen wir uns nichts vor. Also es würde mich überraschen, wenn er jetzt auf einmal doch noch zum Zug kommen würde. Leon ins Tor, genau. Die Frage ist ja, ob Leon das überhaupt wollen würde und ob Bochum das überhaupt wollen würde. Wird es natürlich fühlen und Bochum Bochum hat super schwer dieses Jahr, leider. Nee, aber warum sollte man das auch ausprobieren? Wo ist jetzt gerade der Sinn zu sagen, ja, wir haben das noch gar nicht ausprobiert, Palhinha, Kimmich und Pavlov von Anfang an. Warum sollen wir es jetzt ausprobieren? Nochmal. Hast du die letzten Spiele geschaut? Warum sollen wir jetzt was ändern? Ich sehe keinen Grund, irgendwas zu ändern gerade. Es gibt keinen Grund. Warum? Wem willst du rausnehmen? Ja, kannst du Fonsi rausnehmen, kannst du Guerrero nach links stellen, Kimmich als rechter Verteidiger und kannst in der Mitte mit P&P spielen, ja. Das wäre der einzige Move, den ich vielleicht sehen würde. So, aber Argumente dafür gibt's halt gerade nicht. Ja. Für Kimmich freue ich mich extrem, habe es immer so gehalten, dass ich nur Leute kritisiere, wo ich auch was erwarte. Rede schon lange nicht mehr über Davies Fußballleistung. Vielleicht wäre Leon für Kane noch sinnvoller gewesen. Das könnte ich mir sogar auch vorstellen. Das wäre noch eine Posi, wo ich sagen könnte, kannst du Leon, ähnlich wie damals Daniela von Beuthen, kannst du Leon mal, wenn es brauchst, für die letzten 10 Minuten, kannst du ihn vorne reinstellen im 16er. Ja, gehe ich mit, Jens. Vielleicht ist er ein guter Gegenüber. Naja. Ja, im Moment gibt es halt keine Gründe, irgendwas zu ändern, ne? Welchen Stürmer sollte Bayern kaufen, wenn man Tell vielleicht abgibt? Warum sollte man Tell abgeben, um einen anderen Stürmer zu kaufen? Wo wäre der Sinn? Sehe ich nicht, Leute. Sehe ich nicht. Was kommt jetzt? Wenn dein Leben davon abhängen würde, ob der Penalty reingeht, wenn zwischen Jörg Butt und Kane, würdest du wählen, damit du überlebst? Ja, natürlich Harry Kane, Alter.
Ich habe bei Jörg Butt auf jeden Fall 1, 2 verschossene Elfmeter im Gedächtnis. Von Heavy habe ich noch keinen verschossenen gesehen. Und jetzt nochmal was ganz, bevor ich auf den nächsten gehe. Harry Kane hat 3 Elfmeter in einem Spiel verwandelt. Also ganz klar Harry Kane, Alter. Servus Kai, ich habe eine Frage. Gibt es oder gab es mal Spieler, die verkauft wurden, wo du dann anschließend sauer, traurig oder enttäuscht warst, dass der Spieler verkauft wurde oder sagst, weg ist weg? Ach ja, da gab es mit Sicherheit den einen oder anderen Abgang, wo ich ein bisschen traurig vielleicht war, ja. Aber die Sache ist immer, will der Spieler weg? So, dann kannst du halt nicht traurig sein, so, weißt du? Aber so Mandzukic zum Beispiel, fällt mir so spontan ein, fand ich schon schade, habe ich gefühlt bei uns. Martinez. Ja, Martinez hat aufgehört, also das ist ja was anderes. Alaba war ich gar nicht traurig. Nach der Art und Weise. Ja, schwierig. Schwierig. Geht mir sicher der ein oder andere Spieler, wenn man drüber nachdenkt, aber am Ende des Tages, wenn der Spieler weg will, will er weg und dann der Verein steht an erster Stelle, Punkt. Natürlich ist es manchmal schade, natürlich wäre es auch schade, wenn so ein Musiala gehen würde, aber das wäre jetzt nichts, was mich länger beschäftigen würde, nee. Auch Levi war zum Beispiel schade. Vom Leistungsvermögen her. Definitiv. Ne? Das war Porno, die 3 Elfmeter, ja. Wir streiten da auf sehr hohem Niveau, was die Spieleraufstellung angeht. So einen Luxus an guten Spielern hatten wir schon lange nicht mehr. Nee, den Luxus hatten wir auch letzte Saison an guten Spielern. Nur die guten Spieler waren letzte Saison nicht gut. Das ist jetzt wieder anders, ne? Nein, eine Träne nachweinen muss man auch nicht. Aber ich fand den einen oder anderen, fand ich schon schade, ja. Außer Luca Toni hätte ich vielleicht auch noch mal gerne ein Jährchen länger gesehen und sowas. So gewisse Typen, ja. Aber so wirklich jetzt, wie du sagst, wenn ein Spieler weg ist, es geht immer um den Verein. Ne? Ja, im Nachhinein können wir, guck mal, wir sind ja auch immer nur am Klugscheißen im Nachhinein, oder? Im Nachhinein kannst du viele Spieler aufzählen, wo du vielleicht lieber hättest sagen sollen, ja komm. Ja. Ob das bei Einkäufen oder Verkäufen ist, also das wirst du ja immer haben. Basler Olic. Ja. Das ist ja Bundesliga, Verein verlassen hat, ging dir nahe. Ja, aber Rom hat ja auch die Karriere beendet. Die haben alle nicht den Verein verlassen heute. Aber Martinez spielt noch. Ja, wo spielt er denn dann jetzt? Eine Sekunde. Spielt er aber nicht mehr auf hohem Niveau, oder? Wenn ja, dann sind wir natürlich alle traurig. Dann müssen wir jetzt jeden Tag eine Trauerkerze anzünden. Bei Katar SC. Ja, sag ich ja. Also sind wir sehr traurig. Am Auslaufen. Ist dasselbe wie Schweini. Da war der Zug halt auch abgefahren und hat dann nächstes Mal über die Dörfer getingelt. Manchester United und sowas. Nee, Ballack fand ich gar nicht traurig. Ballack war der Zenit einfach auch durch bei uns. Die progressiven Pässe laufen jetzt, habe ich gehört. Gehe ich jetzt immer die neuesten Statistiken rein, weil XG-Werte ist ja, dass der Gegner meistens 0 hat mittlerweile. Deswegen ziehen wir uns jetzt an den progressiven Passwerten hoch. Ja. Levi war schon schade, ja. Aber dafür haben wir einen Harry Kane bekommen, wenn auch mit einem Jahr Verspätung, also. Und den noch mal zu erleben, weil, also ich habe
Klar nimmt man Harry Kane wahr, auch vorher und so. Aber ich hätte ja nie gesehen, was das eigentlich für ein geiler Fußballer ist. Hätte ich nie gesehen. Ja. Also wir haben es ja vorhin schon gehabt, Levi war ist immer noch eine Maschine, aber Harry Kane ist halt die Maschine mit Sternchen. Ja, weil er einfach noch so viel mehr ist, wie nur dieser reine Neuner. Aber trotzdem die Hütten macht wie ein reiner Neuner. Der tut der ganzen Bundesliga gut. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja. Javi war halt schon traurig, dass viele ja ihn schon ein Jahr vorher so schlecht geredet haben. Ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ein richtiger Abräumer. Dabei war er immer schon auch mehr wie ein Abräumer. Also, habe ich auch nicht verstanden. Martin ist absoluter Liebling von mir. Ja, Levio Müller war halt einfach gewachsen, ne? Muss man so sagen. Einfach gewachsen über Jahre und das war ja blind. Ne? Klar, die haut doch eh alle Statistik-Facts raus. Könnt ihr mich nicht mit schotten. Das ist mir völlig wurscht, wie ein Delicht bei Manchester spielt. Oder wie, was weiß ich. Alaba bei Real Madrid spielt. Wo spielt er ja nicht? Ist er verletzt, ne? Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Wie gesagt, wenn ein Spieler weg ist, dann ist er weg. So, dann muss ich mich nicht noch mit dem Spieler beschäftigen. Sorry. Das sind irgendwelche Legenden wie ein Machines, ja. Dann können wir das gerne tun. Wir beschäftigen uns ja immer noch mit Tante Tuchel. Nee, das ist ja einfach nur. Wir haben die Hoffnung, dass ein Tuchel irgendwann hier zuhört und dann das Salz nochmal schön reingerieben kriegt. Deswegen machen wir das. Weil er uns 1,5 Jahre hat leiden lassen. Das ist das. Wir müssen einfach dieses Jahr Meister werden, eben für Heavy. So sieht's aus. Aber wenn es danach geht, müssten wir ja die Champions League gewinnen für Heavy. Aber man muss das auch mal so sehen. Der eine oder andere wäre vielleicht gar nicht hier bei uns, wenn Tante Tuchel nicht gewesen wäre. Was? Spielermäßig? Nein. Oder was? Viewer, Zuschauer. So. Ja. Ja, so weit denkst du gar nicht, ne? Nee. Bah. Cancelo, ja, fußballerisch war es leider, ja. Cancelo hatte gut reingepasst, ja. War ein bisschen schade, das stimme ich dir zu. Aber jetzt nichts, was ich, keine Ahnung, wo man jetzt irgendwie länger Kopfschmerzen mit hat. Wenn danach gehst, hättest du auch einen Perisic behalten müssen, ja. War auch ein sehr guter Einwechselspieler, ja. Die Art und Weise, wie wir spielen, bringt die Schlüsselspieler eher dahin zu verlängern. Ja, aber bei welchen Schlüsselspieler muss denn verlängert werden, außer Kimmich? Ist doch nur Kimmich. Also ein Sané ist kein Schlüsselspieler. Xavi ist einfach, keine Ahnung, das ist halt wie Kompanie. Das sind so Typen, die sind einfach so super sympathisch, ne? Und beim Xavi war auch immer so, der hat sich halt auch von Tag 1 an voll mit dem FC Bayern identifiziert. Voll. Mega, mega guter Typ. Kann ich euch empfehlen, guckt mal auf dem YouTube-Kanal beim FC Bayern, haben wir ja hier auch schon mal geguckt. Guckt euch mal dieses Javi Martinez Video an, einfach mega. Nee, das weiß ja keiner, ob Tuchel noch angestellt ist bei uns. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Statistik? Du haust hier raus, du willst eine Statistik raushauen? Oder habe ich die überlesen?
Mit Tuchel-Stockholm-Syndrom auf jeden Fall, ey. Ja, ja. Bei Martinez werde ich auch wehleidig. Nein, nein, also im Heavy, das war ich natürlich nicht offen öffentlich. Nee, nee. Also ich telefoniere im Heavy nur privat. Identifiziert sich mit seinem Peiniger. Ja, die PKs sind legendär. Da werden auch ein, zwei, muss ich auch nochmal runterladen bei YouTube. Die muss ich nochmal privat sichern. Das kann ich mir dann nochmal in 20 Jahren angucken, wenn ich so lange leben sollte. Da werde ich mich wahrscheinlich noch abrollen. Wisst ihr noch, als der Tuchel mal Trainer war bei uns? Ja, ist ja auch okay, dass ein Nebi weg wollte. Darum ging es ja jetzt auch nicht. Und spielst du mal EA FC 25? Gar nicht. Ganz genau. Wenn wir irgendwann verlieren, ist es schon beinahe schuld. Statistisch gesehen laufen wir 5 Kilometer mehr als unter Tuchel. Hört sich nach vielen an. Unterm Strich heißt das bei 10 Feldspielern, dass sie pro Minute 5 Meter mehr laufen in 100 Minuten. Es geht um die Intensität und Taktik, wie unser Vincent spielen lässt. Na gut, ich glaube auch nicht, dass jeder Spieler mehr läuft. Ich glaube, so ein Harry Kane läuft genauso viel, wie auch letzte Saison gelaufen ist. Den musst du schon mal rausnehmen aus dieser Rechnung. Pavlovic kannst du auch rausnehmen, würde ich sagen. Ich glaube, auch der läuft genauso viel wie letztes Jahr. Kimmich würde ich auch rausnehmen. Ich glaube, auch der läuft so viel. Der war auch letztes Jahr schon unser laufstärkster Spieler. Ist er immer gewesen. Müsste man mal genauer gucken, ob der vielleicht jetzt auch sogar noch mal ein bisschen mehr läuft. Glaube ich eigentlich nicht, weil viel mehr geht eigentlich nicht. Da müsste man dann schon ein bisschen ins Detail gehen, wa? Aber klar, das mehr Laufen hat natürlich auch damit zu tun, wenn du alleine mal guckst. Wie gesagt, bis auf die ersten 20 Minuten gegen Leverkusen hast du ja vorne dauerhaft Bewegung. Es ist ja nicht so, dass der Außenstürmer oder der Außenspieler nur an seiner Seite klebt wie sonst und steht da und wartet auf den Ball und dreht Däumchen und nee, die sind ja die ganze Zeit in Bewegung, immer wieder nach innen oder auch mal die Seite am Wechseln. Allein das, ja, ist ja schon viel, viel mehr Laufleistung. Wenn du dann noch die Laufleistung nimmst, die Innenverteidigung machen muss, einfach weil sie nicht mehr wieder 20 Meter vom Tor steht. So, sie müssen ja viel, viel höher rausverteidigen und haben längere Wege. Ja. Aber ja, es kommt nicht auf die, also wie gesagt, diese 3 Kilometer oder lass es 5 Kilometer sein, Laufleistung. Daran würde ich das auch nicht festmachen. Das ist einfach, wie gesagt, das Mannschaftliche, dass eine Mannschaft da ist und auch, dass man sieht, dass der eine für den anderen läuft. Ja. So. Wie oft hast du letzte Saison gesehen, dass ein Gnabry stehen geblieben ist, wenn es in die Rückwärtsbewegung ging? Hast du mal diese Saison geschaut? Nehmen nur das Beispiel Gnabry. Ja. Ich kann mich da an 2, 3 Szenen erinnern, wo du sie gesehen hast. Ja. Und jetzt bleibt er stehen. Hättest du letzte Saison gesagt. Und diese Saison hat er nochmal den Sprint extra angezogen. Ja. Weil er genau weiß, unterm Kompanie kann ich mir das nicht erlauben, Alter. Dann sitze ich wieder draußen. So, das sind halt ganz, ganz viele Gründe, ne? Wie diese mehr Laufleistung zustande kommt. Aber hängt natürlich auch mit dem Spielstil zusammen, ne? Guckt euch den Spielstil unter Tuchel an, Alter. Das war zum... C. Roberto, ja. C. Roberto war auch ein... Da gehe ich auch noch mit. Auch eine Maschine. Ja, Vidal, weiß ich nicht. Vidal auch mega, aber nee, da war ich nicht traurig. Thiago, ja, Thiago natürlich. Thiago war natürlich sehr sportlich eine Katastrophe für uns eigentlich, ne? Eieiei, Gerard, da bist du aber, hä?
Ja. Wie gesagt, jede Statistik kann was für und gegen dich. Alles gut. Ich bin ja auch kein Mensch, der auf Statistiken steht. Also zumindest im Fußball nicht. Bei anderen Sachen sieht das anders aus. Naja, das wäre aber auch der Super-GO gewesen, wenn der Tuchel noch eine Saison gemacht hätte. Ja, normalerweise müsste man mal so ein Best-of-Tuchel-PKs zusammenschneiden, oder? Das müsste man echt mal machen. Ach, herrlich. Kevin, servus. Der Wasserverbrauch von Saskia, auch überhaupt, der Absatz von Saskia ist zurückgegangen. Ne? Ist jetzt nicht mehr so im Fokus. Ja, wenn man an Spielsystem und vor allen Dingen halt auch an die Spielidee und an die Mannschaft und an den Trainer, was eigentlich eins ist oder eins sein sollte, das war bei Tuchel halt nicht gegeben. Ne? Also. Ja, weiß ich nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, der einzige Spieler, der gerade gespielt in der Startelf steht, der unter Tuchel nicht da war, ist Michael. Weiß ich nicht, ob die Mannschaft jetzt dann schlechter war vom Potenzial her. Vidal ist vom Kopf her ist das eine hohle Nuss, ja, aber Kämpferherz wie ein Löwe, wa? Ach, geilste Bayern-Spieler, nee. Ja, Ribéry ist natürlich einer, aber da gibt es so viele, das Thema haben wir ja schon so oft gehabt. Musst du so viele Spieler aufzählen. Hängt natürlich immer ein bisschen mit zusammen, mit welcher Generation man groß geworden ist, vielleicht auch. Aber da kannst du so viele Spieler aufzählen, ey. Ja, weiß ich nicht. Ob sich das erst in der K.O.-Phase zeigen wird. Werden wir sehen, ne? Das ist richtig. Wenn Palhinha oder Tuchel gekommen wäre, dann wären Kimmich besser wahrscheinlich den Verein verlassen jetzt in diesem Jahr. Ja. Ist für dich Tuchel der schlechteste Bayern-Trainer jemals? Nee. Also wenn wir jetzt vom sportlichen Erfolg ausgehen, dann definitiv nicht. Weil er ist ja immerhin im Halbfinale der Champions League gestanden war. Da gibt es mit Sicherheit einige, wo es schlechter war. Vom Unterhaltungswert her auch nicht. Leute, jetzt mal ernsthaft, was haben wir denn für legendäre Unterhaltung? Wir haben es ja schon gesagt hier in den PKs gehabt mit dem Tuchel. Fußballerisch war es natürlich eine Grausamkeit, sich das anzuschauen, ja. Selbst dann, wenn wir erfolgreich waren, war es in großen Teilen grausam, sich anzugucken. Aber das ist auch nur, weil es nicht mein Spielstil ist. Ich kann diesem Fußball nichts abgewinnen, dieses taktisch hochkonzentrierte Mauerfußball mit Einzelaktionen, irgendwie ein Tor erzielen und das ist nicht meins. Ne? Wer das kann, für den war das wahrscheinlich eine Offenbarung, aber wenn Bayern auf Schalke spielt, in der Champions League hoffentlich, geht das Licht nicht auf, weil Schalke die Rechnung nicht bezahlen kann. Wenn du mal siehst, was Donex für eine Karte haben will, Eintrittspreis, glaube ich, kann Schalke das schon bezahlen. Da geht mit Sicherheit ein großer Teil an Schalke. Ey.
Ja, das ist, muss ja immer jeder für sich wissen, ne? Geilster Spieler, ob das außerhalb des Platzes und keine Ahnung, da gibt's halt ganz, ganz viele, ey. Selbst wenn du das mit einbeziehst, gibt's ganz, ganz viele. Ja, das ist ja Geschmackssache. Also für mich ist die Champions League nicht der wichtigste Wettbewerb. Für mich ist das ganz klar die Bundesliga. Also mir wird schon das Herz bluten, wenn wieder Leverkusen oder Dortmund oder noch schlimmer Leipzig Meister werden würde. Dann würde mir das Herz bluten. Sag ich euch, wie es ist. Und nicht nur so eine Phrase wie bei Manuel Neuer. Entertainment sind FL oder Top. Ja, da war auch Marc van Bommel sehr gut dabei, Leute. Cleansey war der schlechteste in meinen Augen. Boah, ich könnte noch einen Erik Ribbeck auf jeden Fall in die Verlosung mit einwerfen. Na, siehst du, steht auch Ribbeck. Aber Ture für mich der unsympathischste, zumindest seitdem ich Bayern-Fan bin. Alter, konnte ich den... Ja, das hatte ich damals beim Erich Ribbeck aber auch schon. Alter, ich konnte den nicht ab, ey. Boah, war das ein Typ, ey. Okay, guten Abend. Man kann sagen, was man will, aber für alle Spieler, die uns in den letzten Jahren verlassen haben, ging es sportlich bergab. Süle, Pavard, Tolisso. Ja, Tolisso kannst du ja nicht zählen. Perisic kannst du auch nicht zählen, der war nur ausgeliehen. Devi, Coutinho war auch nur ausgeliehen. Cancelo war nur ausgeliehen. Bernard, Vidal. Weiß ich nicht. Ging's für ein Pavard bergab, wenn er bei Inter war? Innenverteidiger spielt? Geht's für ein Levi bergab? Gerade rasiert er ganz gut mit Barca? Weiß ich nicht. Alle anderen... Vidal war schon bei uns schwach, also. Alle anderen waren Leihspieler. Tolisso war dauerverletzt. Und Süle, ja gut. Wenn er innerhalb der Bundesliga nach Dortmund wechselt, dann weiß ich halt auch nicht. Ja. €170 wollen die haben. Wie hat auch jeden umgehauen, ja, das konnte er. Ach, Bank, da machst du nicht unbedingt. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Na, aktuell sind wir das nicht, oder? Also 1 Punkt vor Frankfurt und dann nochmal 1 Punkt vor dem Rest. Wir werden das sehen. Wenn wir zur Halbserie irgendwie 10 Punkte vor sein sollten, dann können wir das ja gerne so sagen. Aber ansonsten glaube ich das aktuell noch nicht so. Ja, ins Finale zu kommen, da kann man natürlich von träumen, aber ja, da gehört in der Champions League ja immer so viel dazu, ne? Das kannst du ja nicht planen. Das ist das ja. Selbst wenn du das willst, es geht ja nicht. Du musst ein gewisses Glück haben. Du brauchst ja nur einmal kein Spielglück haben. Ne? Eine dumme Fehlentscheidung, das ist immer schwierig. Das wäre schön, wenn das in den AGB stehen würde. Aber ja, vielleicht finde sie einen. Vielleicht finde sie einen, der den Stehplatz gibt. Ja, Gerrard ist auch so. Ja, Jerome war ja ein guter Innenverteidiger bei uns. Da gibt es ja gar nichts drüber zu meckern. Also sportlich war er gut bei uns. Menschlich natürlich ein Wichser, aber...
Können wir noch ein wenig über unser Spielsystem reden? Es ist so krass, dass wir offensiv ein 2-5-3 oder 3-6-1 oder etc. einfach so krass variabel spielen. Es ist ein so extrem mutiges Spielsystem. Ich finde es einfach nur geil. Ob es jetzt so mutig ist, weiß ich nicht. Ja, 170 Euro hast du richtig verstanden. Aber ja, die Variabilität ist natürlich schon wild. Ne? Gerade gegen Leverkusen fand ich es richtig wild. Also da war Kimmich ja teilweise Libero, hat dann aufgebaut im Dreieraufbau mit Upa und Minjay. Aber dann war er auch der rechte Part in der Dreierkette. Dann war er vorne der Achter, dann war er der Sechser. Also das war schon wirklich wild. Ne? Und das mit, wie gesagt, das Zusammenspiel mit Guerrero klappt super. Dass auch immer die rechte Verteidigerposition besetzt ist. Also das ist schon wild. Und vorne, ja, wie gesagt, die ersten 20 Minuten, generell gegen Leverkusen waren wir vorne nicht so variabel. Das war in den Spielen vorher besser, ne? Da war nur Harry Kane, der sich wieder überall rumgetrieben hat. Aber ja. Es ist super variabel, deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Laufleistung. Definitiv. Und deswegen sage ich ja, lass mal noch Ito und Stunny kommen. Dann wird es halt nochmal variabler, ne? Schon krank. Da war immer was los, ja. Unter Tuchel war immer was los. Ich habe noch gar kein Ticket bekommen, Kevin. Hallo Kai, also ich bin gerade erst drin. Mal im Ernst, dieses Jahr ist Bayern wieder nicht zu stoppen mit unserem Bombentrainer, der die Mannschaft wieder Leben eingehaucht hat und selbst Opa und Kind. Ja, wie gesagt, nach Barca können wir gerne da vielleicht mal in die Kerbe gehen. Vorher verkneife ich mir das noch ein bisschen. Wir sind auf einem sehr, 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 sehr guten Weg aktuell, ja. Was tippst du gegen Aston Villa 1:3? Grüße aus der Hauptstadt. Grüße nach Bonn, ma? Ah. Ja, warum sollten wir nicht das Zeug haben, City oder Real über 2 Spiele zu schlagen? Haben wir ja selbst letztes Jahr schon gehabt. Wie wir gesehen haben, oder? Was der Schuppo macht? Weiß ich nicht. Der ist doch immer noch vereinslos, oder? Ich habe letztens irgendwas gelesen, der wäre angeblich 3. Liga, oder was? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, was ein Schuppo macht. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, roundabout 22 Uhr telefoniere ich noch mit Heavy, dann weiß ich mehr. Vorher kann ich da noch nichts Seriöses zu sagen. So Leute, 5 Minuten, wenn noch einer ein spannendes Thema hat, dann mache ich Feierabend. Die werden alle 3 kein Meister. Das werden wir ja sehen, ne? Wegen mir ist das völlig fein. Naja, du kriegst ja eh einen einfachen Weg, wenn du unter die, was weiß ich, ersten 4 oder was bist, ne? Obwohl der einfache Weg ja auch nicht immer einfach ist, oder? Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie interessant das wird mit der Champions League-Geschichte da. Wir werden sehen. Ja, hallo? Kennst du nicht den Anhang von Harry? Familie geht halt vor, weißt du? Die 100 Millionen in Rodrigo investieren? Weiß ich nicht.
Ja, mal gucken, wie lange der Uli ruhig ist. Aktuell hat er ja nichts zu, was soll er sagen? Gibt ja nichts zu meckern. Aber ja, ich finde das auch gut, dass ein Freund da oder ein Eberl da bei der PK sitzt. Ich finde das völlig fein. Marcel Wittecek, das war auch so ein unterschätzter Spieler. Ja, gegen Barca ist eigentlich Barca der Underdog, ne? Ich glaube, statistisch gesehen auf jeden Fall. Fand ich schon krass beim letzten Spiel. Ich glaube, es ist einer der, wo wir am meisten gegen gewonnen haben. Oder war es? Nee, war Barca, ne? Barca war es, glaube ich. Ja, gut, Uli kannst du immer an der Rötung seines Gesichts messen. Das ist quasi wie bei so einem alten Teekessel. Ja. Ja, ach, der Ribéry macht das schon. Ihr seid doch immer alle so nostalgisch. Der pumpt dann seinen Sohn hoch. So wie die ganzen Killer-Söhne vorher. So Salihamidzic und sowas. Das hat ja auch alles geklappt mit den super erfolgreichen Söhnen. Oder von Mehmet Scholl und sowas. Vielleicht klappt es irgendwann bei allen. Naja, so ist das, Leute. Gut, war ein schöner Stream auf jeden Fall. War ja auch sehr positiv. Nachdem wir das ein bisschen eingebremst haben. Und dann drücken wir mal die Daumen. Und hoffen einfach, dass wir die nächsten zwei schöne Spiele sehen. Ne? Sind ja wieder interessante Spiele auf jeden Fall. Gegen Aston Villa. Ich denke, das wird nicht einfach. In Frankfurt wird auch nicht einfach werden. Ja, da werden wir Spaß haben. Dann ist Länderspielpause und dann haben wir Stuttgart und Barca und dann können wir gerne mal Fazit ziehen, wie es denn so angelaufen ist. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, eine schöne Restwoche und ja, wir hören uns, wer Bock hat, sehen uns auf YouTube, ne? Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüssi!